Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die uns gleich eine philosophische Frage beantworten wird, Susanne Jansson. Hallo Wolfram, ich hoffe, es ist eine Ja- oder Nein-Frage. Vielleicht entsteht die Wahrheit erst durch die Zeit und in der Zeit. Amen. Zufrieden? Sehr. Jetzt ehrlich ist es die Frage nicht nur philosophisch, sondern auch recht rhetorisch. Also man kann eigentlich nur Amen oder Ja dazu sagen. Lagst du mit der gestern Nacht wach und hast vorm Einschlafen darüber sinniert? Nein. Gut. Aber ich finde, sie macht auch so einen spannenden Raum auf. So, man sagt ja manchmal, die Wahrheit kommt früher oder später ans Licht, war bis dahin verdeckt. Aber das ist doch eine leicht andere Perspektive. Manchmal braucht die Wahrheit auch ihre Zeit einfach, bis sie dann kommen kann. Zum Beispiel 18 Jahre? Zum Beispiel 18 Jahre. So, jetzt sind wir aber schon wirklich beim heutigen Hörspiel. Der Fall Mauritius heißt es nach einem Roman von Jakob Wassermann. Und da kommt auch dieses Zitat vor. Und genau darum geht es halt auch im Hörspiel, um einen alten Justizfall, der wirklich viel, viel später nochmal aufgerollt wird von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Gründen. Alles startet im Hause vom Staatsanwalt, der eben der Staatsanwalt in diesem Fall war. Aber nicht nur dieser Gerichtsfall wird eine Rolle spielen, sondern auch seine ganze private Familiengeschichte. Das ist so. Und auch da, dieser Staatsanwalt, ist wirklich eine Verkörperung von Recht, Ordnung, klaren Gedanken, Haltung. Ist eben spannend, man kann nicht so viel verraten, wie sich das dann im Privaten äußert. Verrat doch noch so ein bisschen was zur historischen Einordnung. Genau, also das Buch ist fast vor 100 Jahren erschienen, muss man sagen, 1928, schon einen Moment her. Von Jakob Wassermann geschrieben, 1926, 27. Und er bezieht sich da auf einen damals total bekannten Fall, den Fall von Karl Hau. Der wurde 1925 aus der Haft entlassen. Hatte seinen Prozess auch schon in den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts, also auch 18 Jahre früher, und wurde dann begnadigt entlassen. War damals ein extrem bekannter Fall, können wir nachher noch drüber sprechen. Hau hat auch selber drüber geschrieben, 2 Bücher, im Ullstein Verlag extrem Erfolg damit gehabt. Und das war der konkrete Anlass. Das war wirklich damals ein top aktuelles Thema, was Jakob Wassermann im Roman verarbeitet hat. Ist aber nicht 1:1 der Fall, Hau, muss man schon sagen. Die Konstellationen sind ähnlich, aber Schuldfragen und so weiter sind dann doch anders. Genau, Roman 28 nach einem wahren Fall, dann 1955 von Radio Berum Münster als Hörspiel gemacht. Und wir denken, dass ihr jetzt durch die letzten Monate, in denen wir ja schon ein paar Hörspiele hatten, die im Gerichtsumfeld, in der Juristerei wühlte und spielte, ready seid für die großen Fragen. Das stimmt, das. Das Gericht so für einen bereithält. Der krönende Abschluss. Also, viel Vergnügen beim Fall Mauritius nach einem Roman von Jakob Wassermann in der Bearbeitung von Karl-Heinz Raabe. Viel Spaß. Ja? Staatsanwalt, sie ist da. Wer? Die Dame. Welche Dame? Ja, Sie sagten doch, um 7:30 würde Ach so, ja, natürlich. Ich lasse bitten. Jawohl, Herr Staatsanwalt. Noch etwas. Ist Etzel auf seinem Zimmer? Etzel? Ach so, ja, Verzeihung. Ich hätte vollkommen vergessen. Aber hören Sie, sollte er zufällig heute Abend noch kommen, so sorgen Sie dafür, dass er sofort auf sein Zimmer geht. Ja, natürlich, Herr Staatsanwalt. Hier Altschulm. Andergast. Guten Abend, Herr Polizeipräsident. Guten Abend, Herr Staatsanwalt. Nun, etwas Neues? Das wollte ich gerade Sie fragen. Nein, noch nichts. Gar nichts. Haben Sie denn noch nicht irgendwelche Anhaltspunkte? Gründe der Flucht etwa? Irgendwelche Vorbereitungen? Nein, bedauere. Hat er irgendeiner politischen Organisation angehört? Nein. Also gut. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie noch irgendetwas Zweckdienliches ermitteln. Ja, natürlich. Verzeihen Sie die Störung, Herr Präsident. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Staatsanwalt.
Guten Abend, Wolfgang. Guten Abend, Sophia. Bitte nimm Platz. Danke. Bitte, sprich. Lass mir einen Augenblick Zeit. Ich bin nämlich noch etwas befangen. Warum? Die Nerven, wenn du willst. In mir selbst bin ich ganz sicher geworden. Aber wenn ich nun nach 12 Jahren wirklich und leibhaftig vor dir sitze... Ich verstehe. Sammle dich und sage mir dann kurz und einfach, was du von mir willst. Weißt du das nicht? Ich kann es mir denken. Es handelt sich um Etzel. Ja, um unseren Sohn. Leider muss ich dir gleich zu Beginn sagen, dass es für mich über dieses Thema keine Diskussionen mehr gibt. Etzel ist für mich kein Thema. Sophia! Verzeih. Ich will ganz ruhig mit dir reden, Wolfgang. Nach 12 Jahren will ich endlich einmal mit dir über meinen Sohn reden. Ich dachte, darüber ist vor 12 Jahren das letzte Wort gesprochen worden. Von Gesetzen und Gerichten. Das Scheidungsurteil. Und ich war schuldig. Jawohl. Schön, ich habe das damals anerkannt und habe meine Schuld reichlich bezahlt. Auch mir ist nichts geschenkt worden. Schuldig. Mein Gott, wie schnell sprecht ihr dieses Wort über einen Menschen aus. Sag mal, Wolfgang, ist dir denn niemals ein Zweifel an der Unfehlbarkeit deiner Paragraphen und Instanzen gekommen? Ist denn das schuldig der Richter immer die letzte Weisheit? In deinem Falle, Sophia, deckt sich der Richterspruch der Gesetze mit dem des gesunden Gefühls leider vollkommen. Wie kann denn ein irdischer Richter so vermessen sein, einer Mutter das Recht auf ihr Kind abzusprechen? Das ursprünglichste, das erste aller Rechte. Dass du verwirkt hast, Sophia. Nein. Du hast einen Kindesraub begangen, mit Hilfe der Gesetze. Ach, Lass mich ausreden. Bist du auch niemals auf die Idee gekommen, dass dich auch ein Teil der Schuld trifft? Ich wüsste wirklich nicht, wieso. Damals hast du nicht gemerkt, wie ich an deiner Seite langsam verlosch, zusammenfiel, erstickte in der eiskalten, lieblosen Atmosphäre. Wenn du unsere Ehe so empfunden hast, hättest du dich auf eine saubere Art von mir lösen sollen. Macht euch das Leben doch nicht immer so einfach. Ich war mir ja selbst nur halb im Klaren darüber. Aber so ein verkümmertes Ding, wie ich damals war, mein Gott, wer danach greift, der hat es eben. Weißt du denn nicht, dass viele Leidenschaften nur durch die Angst vor der Leere entstehen? Schöne Worte, schöne Theorien. Er war wirklich kein Heros, mein Georg. Ein anständiger Durchschnittsmensch. Wenn er mehr gewesen wäre, hätte er auch nicht den Eid geschworen, zu dem du ihn gezwungen hast. Den Meineid. Ja, mit dem er mich retten wollte. Am Tage vorher hattest du mich zu einem vollen Geständnis überredet. Weißt du das noch? Ich entsinne mich an alles. Dann weißt du auch noch, dass du mir gesagt hast, dieses Geständnis würde dich der Notwendigkeit entheben, ihn vereidigen zu lassen. Weißt du das noch? Ja, natürlich. Und am nächsten Tag wurde er doch vereidigt. Obwohl du wusstest, dass du ihm damit das Genick brechen würdest. Obwohl? Du kannst ruhig sagen, weil. Und das sagst du noch. Meineid. Dieser Alp hat ihn in den Tod getrieben. Er war wohl nicht mehr wert. Und nun frage ich dich, wie hast du das all die Jahre getragen? Wie du siehst, ich habe es überlebt. Und sein Tod? Hat dich nie belastet? Und du verlangst hoffentlich nicht, dass ich um einen Selbstmörder trauere. Mein Gott. Was ist hier? Wolfgang, glaubst du, dass alles unfehlbar richtig war? Nenne mir den Richter, der mich verurteilen sollte. Ich hatte gehofft. Dein Gewissen. Meine Meinung über die Heiligkeit der Ehe und die Pflichten einer Mutter weicht von der deinen leider so grundsätzlich ab, dass wir uns schwerlich verstehen werden. Ich hätte also in deinem Schatten zu Ende vegetieren sollen. Schön. Aber das andere, der Meineid als Fallstrick... Ich habe ihn nicht geschworen. Jeder Mensch muss die Konsequenzen seiner Handlung selber tragen. Du bist also noch... Ganz der Alte. Auch in Bezug auf Etzel. Und du fürchtest nicht, dass dieses Kind einmal, wenn es dich erkannt hat, ganz zu seiner Mutter überlaufen könnte? Du sagst mir also den Kampf an? Nein. Ich bitte dich nur. Worum? Lass mich Anteil an ihm haben. Nein. Ich habe die Pflicht, ihn... Vor dem Einfluss einer gefallenen Mutter zu schützen. Ja. Meinst du das? So ähnlich. Ach, sag doch mal, Wolfgang, wo ist denn Etzel eigentlich? Ruf ihn doch mal. Lass mich ihn doch wenigstens einmal begrüßen. Dagegen wirst du doch nichts einzuwenden haben.
Oder doch? Warum bist du so ernst? Sag doch, wo steckt er denn? Darüber Nanu, sehe dich zum ersten Mal in deinem Leben unsicher. bin ich dir keine Rechenschaft schuldig. Nein, aber eine höfliche Frage hättest du mir sicher beantwortet, wenn du gekonnt hättest. Vielleicht weißt du nicht, wo Etzel sich aufhält. Was soll das? Vielleicht ist er dir entlaufen. Es wären ja so viele Menschen schuldig, weil man ihnen zu wenig Liebe gibt. Die einen begehen einen Ehebruch und die anderen laufen davon. Wo steckt Etzel? Ist er am Ende schon bei dir? Ich sehe, du sorgst dich wirklich um ihn. Ein Lichtblick wenigstens. Ich verlange sofort eine klare Antwort. Aber doch nicht von jemand, der sie dir nicht geben kann. Wirklich, Wolfgang, ich weiß es nicht. Aber du weißt, dass er weggelaufen ist. Ich weiß sogar, dass er dir entwachsen ist. Ich konnte mir denken, welch wahnwitzige Schlüsse du aus einem dummen Jungensstreich ziehen würdest. Sollte jemand wie du es wirklich nicht wissen, dass er in seinem Mark getroffen und in seinem Lebensgesetz aufgehoben ist? Fantastisches Geschwätz. Er wird in ein paar Tagen zurückkommen. Darf ich vielleicht in ein paar Tagen wiederkommen? Du bildest dir doch nicht ein, dass es wirklich nur ein dummer Jungensstreich ist. Er wird zurückkommen. Ja, aber nicht zu dir. Dagegen gibt es Anstalten und Vorkehrungen. Zwangsanstalten und Zwangsvorkehrungen. Damit gewinnt man keine Seele zurück. Ich lege keinen Wert auf Seele. Das weiß ich. Darum wirst du versuchen, sie auszutreiben. Du hast dir so herrliche Resultate damit erzielt. Ich lehne Debatten in dieser Form ab. Die Form! Mein Gott, ich kann doch nicht wie deine Kanzleiautomaten mit dir reden, wenn es um Etzel geht. Ich bin gekommen, um weiteres Unheil zu verhindern. Du scheinst mich also doch nicht für ganz so ohnmächtig zu halten. Ohnmächtig? Nein, für ohnmächtig halte ich dich nicht. Nie wirst du das sein. Du bist zu beklagen darum. Hilf mir lieber, ihn zu finden. Hörst du denn nicht? Etzel hat sich losgerissen von dir. Und nun zerstört er deine Fundamente. Recht und Gesetz lassen dich im Stich. Jetzt helfen dir keine juristischen Spiegelfechtereien mehr. Ich brauche dich ja nur anzusehen, um zu wissen, dass es so ist. Von wem hast du denn erfahren, dass er fort ist? Das ist unwichtig. Ich möchte niemanden deiner Rache ausliefern. Aber auf meine Reden gehst du ja gar nicht ein. Hör doch, Wolfgang. Ich möchte dir einen Vergleich anbieten, um in deiner Sprache zu reden. Du hast mir nichts zu bieten und nichts anzubieten. Doch. Ich kann mich bei dem Jungen für dich einsetzen, wenn er wieder da ist. Das ist ja größenwahnsinnig. Ich kann dir auch helfen, ihn zu finden. Es wird auch ohne deine Hilfe gehen. Frau Gruber! Was hast du vor? Es wird auch ohne dich gehen. Komme schon, Herr Staatsanwalt. Bitte? Haben Sie meiner Frau geschrieben, dass Etzel fort ist? Bitte, Herr Staatsanwalt. Nun reden Sie schon. Quäl doch die Frau nicht. Bitte um Verzeihung. Nur aus Sorge. Also doch. Woher hatten Sie die Adresse? Es kamen doch manchmal Briefe. Also ich will es Ihrem Unverstand zugutehalten. Haben Sie mit Etzel jemals über seine Mutter gesprochen? Soviel ich weiß, hatte ich es Ihnen ausdrücklich verboten. Ich habe sonst nie mit ihm über seine Mutter gesprochen. Sonst? Also einmal doch. Ein einziges Mal. Aus welchem Anlass? Er fragte mich... Es war, als er einen der Briefe sah. Auf die ich niemals eine Antwort erhielt. Was fragte er? Warum man niemals etwas über seine Mutter hört. Und was haben Sie ihm darauf geantwortet? Dass es uns streng verboten ist. Und er? Gott, es hat ihn halt gekränkt. Er wäre doch kein Kind mehr und so weiter. Man könnte ihm doch alles sagen. Aber der Herr Staatsanwalt hätte nur die Achseln gezuckt, als er es mal so ganz vorsichtig versucht hatte. Wann war das? Jetzt erst, kurz vor seiner Flucht? An dem Abend, als der alte Mauritius mal wieder an der Tür war. So, war der auch mal wieder da? Ja, heute vor einer Woche. Hat Etzel mit ihm gesprochen? Und ja. Ja? Der alte Mauritius hat ihn angesprochen. Ich wollte ihn gerade wegschicken. Da kam Etzel an die Tür. Nun erzählen Sie doch schon ein bisschen im Zusammenhang. Helfen Sie mir doch, junger Mann, sagte er. Mein Sohn sitzt seit 18 Jahren unschuldig im Gefängnis. Sie müssen sich bei Ihrem Herrn Vater für mich einsetzen. Ihr Vater hat doch... Na, was? Ich kann es gar nicht aussprechen. Mein Gott, Sie zitieren doch bloß. Ihr Vater hat doch an meinem Sohn einen Justizmord begangen, hat er gesagt. So, hat er gesagt. Das werde ich ihm versalzen.
Das hat man von der Nachsicht, die man seit Jahr und Tag mit dem alten Querulanten übt. Aber das muss ich dem jungen Herrn zugute halten. Das hat er sich nicht sagen lassen. Oh, er ist dem Alten an die Kehle gesprungen. Sie, mein Vater begeht keinen Justizmord. Nehmen Sie das sofort zurück. Ich lasse meinen Vater nicht beleidigen. Ja? Das ist gut. Das ist schön. Der Alte meinte, er könnte es sogar beweisen. Aber Etzel hat sich nicht beruhigen lassen. Und nur darum habe ich ja auch seine Mutter erwähnt. Wie soll ich das verstehen? Nun, damit er den Alten loslassen sollte, habe ich gesagt, seine Mutter hätte den Fall Mauritius auch immer für einen Justizirrtum gehalten. Diese verfluchte Geschwätzigkeit. Gehen Sie, gehen Sie. Ja, bitte. Gehen Sie, verflucht nochmal. Meine Mutter war allerdings auch der Meinung, der blöde Alte. Ja, ich war damals eine der gespanntesten Zuhörerinnen beim Fall Mauritius. Das interessiert mich heute nicht mehr. Ich erwähnte es auch nur, weil es gerade der Prozess Mauritius war, deine juristische Glanzleistung, bei der mir zum ersten Mal der fürchterliche Abgrund zwischen uns klar wurde. So? Also damals schon? Allerdings. Und trotzdem habe ich mich noch viele Jahre gehalten. Ich weiß noch, wie du nach der Urteilsverkündung zu mir kamst. Rechtskräftig. Das sprachst du so wie eine Botschaft vom Himmel. Und, was hat dich daran gestört? Dass du einen Unschuldigen verurteilt hast. Du solltest dich schämen, mir solchen Unsinn aufzutischen, nachdem der Prozess durch alle Instanzen geführt wurde und die Schuld einwandfrei nachgewiesen worden ist. Mein Gefühl hat sich noch nie getäuscht. Aber juristische Argumente wirst du auch schwerlich vorbringen können. Rechtskräftig. Ein Schauder lief mir über die Haut. Sonderbar. Es kommt nichts abhanden in der Welt. Das verwehte Samenkorn ist in das Herz meines Kindes gefallen. Der Fall Mauritius. Mir träumte einmal, dass eine riesige Menschenmenge vor dir auf den Knien lag und dich anflehte, du solltest irgendein Urteil zurücknehmen. Und du bist dagestanden wie eine steinerne Säule. Schrecklicher Wahn, sich einzubilden, man könnte unfehlbar sein. Unfehlbarer Richter, nicht geirrt haben zu dürfen. Was ist das für ein schrecklicher Fluch? Also Mauritius. Also, was soll nun werden, Wolfgang? Ich hatte dir einen Vergleich angeboten. Einen Vergleich. So, ich soll einen Vergleich annehmen, weil der Junge sich einen Lausbubenstreich erlaubt. Wie? Oder weil ein alter Schwätzer unverantwortliches Zeug redet. Ihr habt mich herausgefordert. Der alte Mauritius, du und auch Etzel. Ihr habt mir den Kampf angesagt. Also gut, kämpfen wir. Jetzt sollt ihr mich kennenlernen. Alle! 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 Leider kenne ich dich bereits. Peter Paul Mauritius wünscht sich seit Jahren eine Unterhaltung mit mir. Jetzt soll er sie haben. Sie wissen, weshalb ich Sie hierher bestellt habe. Ich hatte wieder einmal einen Antrag gestellt. Das war der 19., glaube ich. Mit Ihren Anpöbeleien der Gerichte werden Sie eklig hereinfallen. Aber das nur nebenbei. Sie wissen also nicht, weshalb ich Sie hierher bestellt habe. Wie sollte ich es wissen, Herr Staatsanwalt, wenn es nicht meines Jungen wegen ist? Diesmal handelt es sich um meinen Jungen. So. Sie haben die unglaubliche Impertinenz besessen, meinem Sohn zu sagen, ich hätte einen Justizmord begangen. Um Gottes Willen, Herr Staatsanwalt, was für eine Ungeheuerlichkeit. Das muss ein glatter Hörfehler sein. Ich hatte ihn lediglich gebeten, sich für mich bei Ihnen einzusetzen. Dabei habe ich wohl das Wort Justizirrtum gebraucht. Irrtum, wohlgemerkt, nicht Mord. Habe ich es nicht Ihrem Herrn Sohn zu verdanken, dass ich endlich einmal vor Ihnen stehen darf? Indirekt. Haben Sie nicht gesagt, Sie könnten es ihm beweisen? So ähnlich. Ja, ich entsinne mich. Und daraufhin ist er zu Ihnen gekommen. Ja, das ist eine Vermutung, nicht wahr, Herr Staatsanwalt? Sie schließen das daraus. Ja, allerdings. Und ich habe auch die Mittel und Wege, Sie zum Reden zu bringen.
Wo ist mein Sohn? Ich unterschätze Ihre Mittel und Wege keinesfalls, Herr Staatsanwalt. Wir haben Sie ja kennengelernt. Und? Aber sehen Sie, Herr Staatsanwalt, auch Ihre Mittel und Wege haben bestimmte Grenzen. Sie wagen eine Provokation. Verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Staatsanwalt. Ich meine, was einer nicht weiß, das kann auch die tüchtigste Justizbehörde nicht aus ihm herausholen. Ich warne Sie, Herr Mauritius. Ich habe meinen Sohn in dringendem Verdacht, dass er bei Ihnen war. Und ich vermute ferner, dass sein Verschwinden das Ergebnis dieser Unterhaltung war. Ja, wahrscheinlich. Also müssen Sie mir sagen können, was mein Sohn für Pläne hatte und wo er sich vermutlich aufhält. Ja, wenn ich das nur wüsste. Aber glauben Sie mir, Herr Staatsanwalt, nichts auf der Welt kann ich besser nachfühlen als den Schmerz, den ein Vater um seinen Sohn hat. Also wollen Sie nun sprechen oder nicht? Ich kann Sie Ihre Aussagen auch unter Eid machen lassen. Ja, ich kann Ihnen da leider gar nicht helfen. Schön. Wie Sie wollen. Sie werden also vor Gericht aussagen. Danke. Ich benötige Sie nicht mehr. Was ich vor Gericht aussagen soll, das könnte ich allerdings auch gleich sagen. Also? Es ist ein Unterschied, ob ich sagen soll, was ich mit ihm gesprochen habe, oder wo er sich jetzt befindet. Zugegeben. Ja. Ich habe ihm ziemlich einleuchtend beweisen können, dass damals tatsächlich ein Justizirrtum begangen worden ist. Und weiter? Ich habe ihm erklärt, wie die ganze Beweisführung sich ausschließlich auf die Zeugenaussage eines einzigen Menschen stützt. Was weiter? Was hat Etzel geplant? Was wollte er tun? Wo kann er sein? Ziel und Zweck einer Reise müssten ja irgendwie aus der Unterhaltung abzuleiten sein. Ja. Ich habe ihm zuerst sämtliche Widersprüche der Verhandlung aufgezählt. Dann habe ich ihm klar gemacht, wie sein Vater sofort scharf ins Zeug gegangen ist und wie es für ihn von vornherein festgestanden hat, dass mein Sohn die Tat begangen hätte. Wie daraufhin allen Zeugen geglaubt wurde, die diese Meinung bekräftigten, und allen nicht geglaubt, die sie hätten widerlegen können. Bitte ersparen Sie mir alles, was für die Auffindung meines Sohnes nicht unbedingt wissenswert ist. Ja, ich verstehe schon. Das will ich gerade herausfinden. Dem Kronzeugen Varemme wurde zum Beispiel alles geglaubt. Was hat denn das mit dem Verbleib meines Sohnes zu tun, zum Donnerwetter? Moment doch mal, das werden wir ja gleich haben. Varemme will meinem Sohn den Revolver aus der Hand gewunden und in den Rasen geschleudert haben. 3 Beamte haben den Revolver aber nicht gefunden. Varemme ist im Augenblick des Mordes erschienen, sagt er. Aber der Gärtner Distelmeier hat ihn schon eine Viertelstunde vorher dort gesehen. Schön. Der Gärtner hat sich eben geirrt. Das Ziel stand fest, die Verurteilung. Der Weg dahin musste erst geschaffen werden. Schien wie geschmiert, Motive wie Sand am Meer, Indizien zum Schweinefüttern. Wie lange wollen Sie noch versuchen, das Gespräch auf ein anderes Geleise zu schieben? Sie haben mich durchschaut, Herr Staatsanwalt. Verzeihen Sie einem gequälten Vaterherzen. Kehren wir also zum Thema zurück. Ihr Herr Sohn und ich, wir waren also der Meinung, dass dieser Varemme... Moment, ich komme ja schon zu dem, was Sie hören wollen. Dass dieser Varemme einen Meineid geschworen hat.
Es besteht also die Möglichkeit, dass Ihr Herr Sohn sich auf den Weg gemacht hat, um diesen Varemme zu finden. Er wird ihm das Geständnis des Meineides entlocken wollen. Und wo ist dieser Varemme? Ja, das wissen die Götter. Sehen Sie, das Gericht weiß es auch nicht. Jetzt heißt es also, diesen Zeugen Varemme so schnell wie möglich zu finden. Das wird Ihnen nicht gelingen. Und der Kriminalpolizei auch nicht. Glauben Sie mir, ich habe 10 Jahre dazu gebraucht. Jetzt habe ich Sie. Sie wissen also, wo er steckt. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um einzusehen, dass er unauffindbar ist. Ich habe das Gefühl, Sie überschätzen meine Geduld und meine Freude an kindlichen Wortspielen. Es ist zwecklos, dass wir uns in dieser Form weiter unterhalten. Ich werde Sie unter Anklage stellen. Herr Staatsanwalt, tut mir bitter Unrecht. Es liegt doch auch ganz in meinem Interesse, dass wir Varemme finden. Wir müssen ihn ja finden, damit er endlich seinen Meineid bekennt. Gegen eine Verhaftung meinerseits hätte ich übrigens gar nichts einzuwenden. Unser Fall würde dadurch wieder in die Öffentlichkeit kommen und das würde jetzt ganz gut passen, da doch Ihr Herr Sohn wahrscheinlich bald mit dem Geständnis Varemmes heimkommen wird. Er will nicht eher zurückkommen, als bis er es hat. Das hieße nie, selbst wenn Varemme einen Meineid geschworen hätte. Mein Gott, dieses Kind, in einer Welt, deren Gefahren er kaum kennt, gegen einen Menschen wie Varemme, in allen Sätteln gerecht, in allen Erdteilen zu Hause. Ja, es geschehen manchmal Zeichen und Wunder. Die Zeit und der Gewissenswurm können vorgearbeitet haben. Aber Varemme kann keinen Meineid geschworen haben. Dann könnten Sie mich ohne Bedenken verhaften lassen. Aber nur dann. Sonst wäre die Sache für Sie doppelt peinlich. Mann Gottes, so reden Sie doch endlich eine offene Sprache. Sie sind ja wie ein Stück nasse Seife. Wie und wo soll man sie packen? Es geht doch um unsere Söhne. Sprechen wir ganz offen. Wir beiden besorgten Väter. Hm? Meine Sorge ist so echt wie die Ihre. Nur ist sie größer und berechtigter. Ich sage Ihnen also nicht, wo Varemme steckt, damit Sie Ihren Sohn nicht an der Arbeit hindern. Und Sie können mich nicht verhaften lassen, weil Sie nicht wissen, ob der Varemme nicht vielleicht doch. Hm? Ich appelliere an Ihre Anständigkeit, Herr Mauritius. Nicht vergebens, Herr Staatsanwalt. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie prüfen noch einmal meine Eingaben und ich erzähle Ihnen dafür, wo wir Ihren Sohn finden können. Sie haben den Bogen überspannt, mein Lieber. Etwas haben Sie nämlich bei all Ihrer Schlauheit vergessen. Auch an Ihrem Sohn kann die Zeit und der Gewissenswurm, wie Sie sagen, gewirkt haben. Sein fehlendes Geständnis ist die einzige Lücke im Prozess. Diese Lücke werde ich schließen. Und dann gnade Ihnen Gott. Grüßen Sie meinen Sohn, Herr Staatsanwalt, und sagen Sie ihm, ich hätte niemals an ihm gezweifelt. Kanzlei Staatsanwaltschaft. Hier spricht Staatsanwalt von Andergast. Hören Sie bitte. Alle Akten und Unterlagen zum Prozess Leonhard Mauritius. Mordprozess Leonhard Mauritius? Diese alte Sache? Ja. Wird geschehen, Herr Staatsanwalt. Und bitte heute Abend alles in meiner Wohnung. Wird geschehen, Herr Staatsanwalt. Gut, danke. Ich kann mich
unmöglich geirrt haben. Ich kann lesen und lesen, aber ich gewinne immer wieder das gleiche Bild. Das Bild zeichnet sich demnach sonnenklar vor mir ab. Leonhard Mauritius, ein in Genuss und Müßigkeit immer haltloser gewordener Mensch, heiratet eine um 15 Jahre ältere Frau. Wir wollen zu seiner Ehre annehmen, dass er sie nicht nur ihres bescheidenen Vermögens wegen geheiratet hat, sondern um etwas wie einen Hafen bei ihr zu finden, wie er sich selbst ausdrückt. Er wird ihrer bald überdrüssig und setzt seinen alten Lebenswandel fort. Als er vollkommen verschuldet ist, will ihm seine Frau nicht mehr helfen. Das bringt ihn zur Raserei. In die gleiche Zeit fällt die unglückselige Leidenschaft für die Schwester seiner Frau, die 19-jährige Anna Jahn. Da diese sich seinen ewigen Werbungen widersetzt, verliert er völlig die Besinnung. Nun will er 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Indem er seine Frau ermordet, beabsichtigt er nicht... Wie lange hätte es gedauert, und die kleine Jahn wäre diesem Unhold doch noch zum Opfer gefallen. Warum sind Sie denn nicht weggezogen, als die Belästigungen Ihres Schwagers begannen? Ich habe ihm gut zugeredet. Ich weiß ja auch nicht, wo wollte ich denn auch hin? Meine Schwester hätte sich doch auch gewundert, wenn ich weggezogen wäre. Ja, natürlich. Bitte, Herrn Präsidenten, ein paar Fragen an die Zeugin Jahn richten zu dürfen. Bitte sehr. Sagen Sie, Fräulein Jahn, wie war Ihre Einstellung zu dem Angeklagten? Mochten Sie ihn leiden? Ja, natürlich. Als Mann meiner Schwester. Sagen wir mal, hätten Sie ihn lieben können, wenn er nicht der Mann Ihrer Schwester gewesen wäre. Bitte den Herrn Präsidenten der Verteidigung das Wort zu entziehen. Wir sind hier, um zu ergründen, was wirklich geschehen ist und nicht, was geschehen wäre, wenn... Außerdem hat Fräulein Jahn schon abschließend darauf geantwortet. Ich beantrage daher, der Verteidigung das Wort zu entziehen und auf weitere Vernehmung der Zeugin Jahn zu verzichten. Wir müssen doch etwas Rücksicht nehmen, meine Herren. Wie Sie vielleicht bemerken, hält sich Fräulein Jahn nur noch mit Mühe aufrecht. Der Tod ihrer Schwester hat sie aufs Tiefste erschüttert. Und Waremme? Warum sollte er denn über seinen besten Freund eine falsche Aussage machen? Unsinn, ganz undenkbar. Oder gar der Schuss. Es fehlen aber auch jegliche Motive, die ihn dazu hätten veranlassen können. Fräulein Jahn hatte mich angerufen. Leonhard käme von der Reise zurück, alle seine Bemühungen um Geld seien erfolglos gewesen. Er hätte ihr einen verzweifelten Brief geschrieben. Sie ahne Furchtbares. Und daraufhin fuhren Sie sofort zur Villa Mauritius? Ja, natürlich. Als ich das Gartentor öffnete, war Leonhard schon da. Er stand etwa 3 Meter vor mir. Er musste gerade vor mir gekommen sein. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür des Hauses und seine Frau kam auf ihn zu. Mich hatte sie nicht bemerkt, weil ich hinter ihm stand. Leonhard griff in die Tasche und zog einen Revolver heraus. Wann tat er das? Sofort, als er seine Frau bemerkte. Als seine Frau den Revolver sah, schrie sie erschreckt auf und rannte wieder zum Hause zurück. Daher auch der Einschuss im Rücken. Und weiter? Daraufhin stürzte ich auf ihn zu und entwand ihn dem Revolver. Warum haben Sie das nicht früher getan, Herr Waremme? Sie haben doch den Revolver im gleichen Augenblick entdeckt, wie auch Frau Mauritius ihn entdeckt haben musste. Warum ließen Sie ihn zuerst schießen? Mein Gott, was sind das für Fragen, Herr Verteidiger? Man könnte ebenso gut fragen, warum sperren Sie den Mund auf, wenn Sie einen Schreck bekommen? Bedenken Sie doch, das war alles Sache einer Sekunde. Ich bitte das Gericht, den Herrn Verteidiger von der Fachpsychologie über den Begriff der Schrecksekunde aufklären zu lassen. Wir stoßen hier auf eine elementare Bildungslücke. Ruhe bitte. Dieser Prozess hat eigentlich nur eine einzige Lücke. Es fehlt das Geständnis. Dieser Mauritius. Ich sehe ihn wieder vor mir, wie er da sitzt, die Beine übereinander geschlagen. Dieses Lächeln, ein wenig traurig, aber teilnahmslos, als ging ihn das im Grunde alles gar nichts an. Nach all dem, was Sie gesagt haben, frage ich Sie, wollen Sie nicht Ihr Gewissen durch ein Geständnis
Geständnis erleichtern, Herr Mauritius? Gewissen? Was geht Sie denn überhaupt mein Gewissen an? Für Sie handelt es sich um den Schuss und den habe ich nicht abgegeben. Sie können mir nie im Leben beweisen, dass ich geschossen habe. Sie bilden sich ein, es mir bewiesen zu haben. In Wirklichkeit haben Sie nicht einmal einen Schimmer einer Wahrscheinlichkeit erbracht. Bitte sofort um Ruhe! Den Angeklagten fordere ich dringend auf, seine Äußerungen zu mäßigen. Ich spreche doch sehr gemäßigt und sage nur die Wahrheit. Dass ich meine Frau nicht mehr liebte und dringend Geld brauchte, gilt für Sie als ein Grund des Mordes. Demnach wäre es ja allgemein üblich, dass man seine Frau erschießt, wenn man sie nicht mehr liebt oder wenn man Geld braucht. Im Allgemeinen werden Sie das nicht voraussetzen, aber bei mir. Und warum bei mir? Weil ich unter Mordverdacht stehe? Mit dieser faulen Logik dreht man sich im Kreise und kann am Ende alles beweisen. Dann sagen Sie um Himmels Willen doch, wer den Schuss nach Ihrer Meinung abgegeben haben könnte. Das ist doch gar nicht meine Aufgabe. Ich bin schließlich kein Kriminalbeamter und kein Jurist. Das ist Ihre Aufgabe, meine Herren. Aber selbst wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen niemals sagen. Ein merkwürdiger Mensch, dieser Leonhard Mauritius. Irgendetwas gibt es da noch, von dem ich keine Ahnung habe. Irgendetwas. Das muss er mir morgen sagen. Ja, bemühen Sie sich nicht weiter, Herr Vorsteher. Geben Sie mir einen erfahrenen Wärter mit. Ich mache noch ein paar Stichproben bei den Einzelhäftlingen. Jawohl, Herr Staatsanwalt. Klakusch! Herr Vorsteher! Sie werden den Herrn Staatsanwalt führen. Ja, danke, Herr Vorsteher. Sprechen Sie dann nachher noch. Haben Sie die Liste? Ich brauche keine Liste, Herr Staatsanwalt. Ich kenne Sie alle. Alle kenne ich Sie, meine Kinder. Tüchtig, tüchtig. Wie lange sind Sie denn schon im Dienst? 35 Jahre, Herr Staatsanwalt. Ja, das langt ja. Zum Wahnsinnigwerden, Herr Staatsanwalt. Ich verstehe Sie. Man blickt in allerlei Tiefen der menschlichen Seele. Und der Justiz, Herr Staatsanwalt. Wie meinen Sie das? Ja, das sind Fragen. Fragen kann ich Ihnen sagen. Fragen sind da, auf die es einfach keine Antwort gibt. Ja, aber Mann, wie sprechen Sie denn? Kommen Sie doch mal etwas dichter heran. Sie haben ja getrunken. Im Dienst getrunken. 35 Jahre habe ich meinen Dienst ordentlich versehen. Heute habe ich getrunken, doch nur wegen der Fragen. Herr Staatsanwalt, bitte um Entschuldigung. Was sind denn das für Fragen? Üben Sie Nachsicht, Herr Staatsanwalt. Ich habe 5 Kinder. Ich wusste, dass ich heute den Herrn Staatsanwalt führen würde. Heute oder nie, dachte ich. Wenn der Herr Staatsanwalt keine Antwort weiß, dann gibt es keine. Und da habe ich mir Mut angetrunken. Nun stellen Sie schon Ihre Fragen. Bitte, bitte, Herr Staatsanwalt, glauben Sie, Herr Staatsanwalt, dass es gute Menschen gibt, die bestraft werden und böse, die man laufen lässt? Gut und böse sind keine juristischen Begriffe, mein Lieber. Für uns handelt es sich um die Tat und ihre Sühne. Sühne, Herr Staatsanwalt? Man kann doch nur Böses sühnen. Wenn Sie aber Gut und Böse gar nicht kennen. Ja, Klakusch. Ich kann mich jetzt nicht lange mit Ihnen unterhalten. Ich sage es Ihnen daher ganz kurz. Die Justitia hat die Augen verbunden. Sie ist blind. Sie darf sich durch Gefühlsmomente nicht irritieren lassen. Verstehen Sie? Sie hält eine Waage in der Hand. Darauf wägt sie für jede Tat das im Gesetz verankerte Strafmaß zu. Verstehen Sie? Sind Sie nun zufrieden? Blind. Ja, das ist es ja eben. Sie darf auch nicht sehen, dass der eine in 10 Minuten so viel leidet wie der andere in 10 Jahren. Und wenn man darauf Rücksicht nehmen wollte, dann wäre der Willkür Tür und Tor geöffnet. Ja. Auch das ist richtig. Aber ich, Herr Staatsanwalt, ich muss darauf Rücksicht nehmen. Ich erlebe es täglich. Ich muss auch erleben, dass gute Menschen bestraft werden. Hier, bitte unsere Nummer 259. Eine liebe alte Frau, unsere liebe Dame, wie wir sie immer nennen. Sie hat einen Meineid geschworen, um jemand anderes zu retten. Jemand anderes, der ihr Besserung versprochen hat. Er hat sich auch gebessert. Sollte das Gericht nun deshalb einen Meineid straffrei ausgehen lassen? Nein, das geht auch nicht. Ich sagte Ihnen ja,
Es geht einfach nicht auf zum Wahnsinnigwerden. Für unsereinen versteht sich, die Justitia sieht sie nicht aus der Nähe. Wer ist das hier, Nummer 270? Ah, das ist der Raubmörder Hinz. Er hat mit einem Hammer eine alte Frau erschlagen und 5 Mark geraubt. Tut der Ihnen auch leid? Ja, der kann nicht anders. Wenn Sie dem eine Schmalzzulage versprechen, damit er seinen Bruder erschlägt, dann macht er's. Na also. Und warum wird der bestraft? Das fragen Sie noch? Weil die Gesellschaft sich vor solchen Tieren schützen muss. Tieren, sehen Sie, ein Tier. Der kann nicht anders. Aber Klakusch, wo kämen wir denn damit hin? Der Mensch hat doch schließlich einen freien Willen. Freien Willen? Der auch? Der auch? Sehen Sie ihn doch an, Herr Staatsanwalt. Diese Augen, dieses Kinn, die Stirn wie ein Orang-Utan. Der hat auch einen freien Willen. Wir müssen ihn bei jedem geistig normalen Menschen voraussetzen. Müssen, ja. Sonst geht's einfach nicht auf. Ein schlechter Mensch, der Hinz. Aber sehen Sie, im Mutterleibe, da war er doch noch nicht schlecht. Wann hat er sich nun vorgenommen, schlecht zu werden, so zu werden, wie er ist? Vorgenommen hat er sich's nie. Also, doch bloß ein armes Tier. Warum quälen wir dieses arme Tier? Weil die Gesellschaft sich schützen muss. Was kann dieses Tier dafür? Sie führen da in Abgründe, Klakusch. Das sind Fragen, mit deren Unlösbarkeit wir uns eben abfinden müssen. Und dann noch etwas. Ist denn die Tat schon der Mensch? Ich habe Fälle erlebt, in denen jemand durch eine böse Tat erst gut geworden ist. Die Strafe traf den Guten. Alles gut und schön, Klakusch. Aber was wollen Sie nun eigentlich von mir? Eine Antwort, Herr Staatsanwalt. Warum ist das so? Und muss das so sein? Das quält mich, Tag und Nacht. Das sind Fragen, auf die ich Ihnen keine Antwort geben kann. Ja, dann muss ich mir die Antwort selbst erteilen. Die einzige Antwort. Wer sitzt hier? 275? Das ist der angebliche Mörder Leonhard Mauritius, einer von den 11 Insassen, die nach der unmaßgeblichen Meinung des Wärters Klakusch zu Unrecht hier sitzen. Ja, schließen Sie die Zelle auf. Wie führt sich der Mann? Oh, wenn alle so wären wie der, dann hätten wir wenig Mühe. Guten Tag. Guten Tag. Sie werden sich sicher nicht mehr auf mich besinnen. Es ist 18 Jahre her. Ich besinne mich in allen Einzelheiten auf Sie, Herr Staatsanwalt von Andergast. Umso besser. Und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches? Können Sie sich das nicht denken? Haben Sie denn alle Hoffnung schon aufgegeben? Hoffnung auf meine Rehabilitation? Nein. Nie. In keiner Stunde. Ich dachte an eine eventuelle spätere Begnadigung. Aber dazu ist etwas anderes unumstößlich notwendig. Das Geständnis. Ich weiß. Sind Sie dazu endlich bereit? Wieder einmal ein Versuch am völlig falschen Objekt. Von Zeit zu Zeit tritt eine hochgestellte Persönlichkeit in diese Zelle und versucht, mich zu einem Geständnis zu bekehren. Der letzte war der Anstaltspfarrer. Aber auch der hätte ein Wunder an mir vollbringen müssen, wie Moses, als er Wasser aus einem Felsen schlug. Es geht um Ihre Freiheit, Mauritius. Bedenken Sie das. Trotzdem kann ich nicht reden. Das heißt, Sie können nicht reden. Es muss alles so bleiben, wie es ist. Und warum? Weil ich keinen neuen Mord begehen will. Verstehe ich nicht. Rätselhaft. Ich möchte Sie gerne kennen, verstehen. So, mit einem Male. Vor 18 Jahren wussten Sie unerhört gut über mich Bescheid. Hören Sie Ihre eigenen Worte. Achten Sie auf die Zeichen, meine Herren Geschworenen. Es gilt in einem der verworfensten Repräsentanten, die Krankheit eines Zeitalters zu treffen. Ein bis in seinem Kern angefaultes Individuum. Das war ich. Das wussten Sie alles von mir. Ohne Ehrfurcht vor der bestehenden Ordnung. Ich zitiere doch recht. Sprechen Sie nur weiter, Mauritius. Gott hat ihn gerichtet. Sie haben sogar den lieben Gott bemüht. Ein bisschen viel. Was? Zögern wir nicht, meine Herren, durch eine heilsame Operation am Körper der Gemeinschaft und so weiter und so weiter. Ja,
So gut haben Sie mich damals gekannt. Ich muss Ihnen ein offenes Wort sagen. Der Mensch wandelt sich ja schließlich mit den Jahren. Sie werden auch nicht mehr der gleiche sein wie damals. Und mir sind diese hochtrabenden Worte, die Sie da zitieren, heute beinahe peinlich. Hochtrabend? Das ist doch das Harmloseste daran. Aber diese Unfehlbarkeit, Herr Staatsanwalt, Sie haben mich mit der Unfehlbarkeit Gottes zermalmt. Verstehen Sie nicht? Mit welchem Recht? Was hat es Sie gestört, dass ich die Tat abstritt? Mich brauchten Sie bei Ihrer Konstruktion überhaupt nicht. Der Bauplan, wenn ich so sagen darf, der Bauplan stand fest. Sie suchten nur nach Steinen, um ihn auszuführen. Ich dachte an Verständigung, Mauritius. So kommen wir ja nicht weiter. Also gut. Was wollen Sie? Ihr Geständnis. Und dieses Geständnis soll mir die Möglichkeit geben, ein Gnadengesuch zu befürworten. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, ich antworte in aller Form, dass ich dieses Geständnis nicht ablegen werde und mit gutem Gewissen niemals ablegen kann, da ich den Schuss auf meine Frau tatsächlich nicht abgegeben habe. Genügt Ihnen diese Antwort? Ja, dann sagen Sie mir doch jetzt, wer soll denn geschossen haben? Soll ich es Ihnen sagen? Soll ich tatsächlich? Ich würde Ihnen am Ende keinen Gefallen tun. Aber nein. Gehen Sie, lieber Herr Staatsanwalt. Nach 18 Jahren Haft ist mein Sinn für Idealismus bedeutend gedämpft. Die Versuchung ist zu groß. Es könnte sein, ich rede wirklich und würde nachher bereuen. Vertrauen Sie sich mir an, Mauritius. Wir müssen doch so oder so mit der Sache zu Ende kommen. Gut. Gut. Meine Frau wurde also in den Rücken geschossen, nicht? Nach der Zeugenaussage Varemes. Sie hat sich umgedreht und ist vor mir weggelaufen. So schildert es Vareme. Und wenn sie nun gar nicht kehrt gemacht hätte? Und wenn sie nun gleich beim Verlassen des Hauses, aus dem Hause heraus, von hinten erschossen worden wäre? Na, dann müsste der Täter im Hause gewesen sein. Sehr richtig. Nach den Aussagen des Dienstpersonals war aber niemand Fremdes im Hause. Fremdes? Warum Fremdes? War niemand im Hause? Anna Jahn, die ihrer Schwester angsterfüllt nachlief. Anna Jahn. Die halbe Heilige, wie ein Journalist sie nannte. Sie haben sie damals mit aller erdenklichen Rücksicht behandelt. Na, völlig zu Recht nebenbei. Sie ist trotzdem eine halbe Heilige. Trotzdem? Ja, obgleich sie meine Frau erschossen hat. Mann, Sie sind ja wahnsinnig. So absurd erscheint Ihnen das. So unglaubhaft wäre es Ihnen damals auch erschienen. An dieser Möglichkeit haben Sie glatt vorbeigesehen. Und dabei hätten Sie damals nur eine Frage an Sie zu richten brauchen. Eine einzige Frage, und der ganze Prozess wäre in einer halben Stunde beendet gewesen. Etwa so. Fräulein Jahn, haben Sie vielleicht Ihrer Schwester in den Rücken geschossen, als ihrem Manne entgegengehen wollte? Unter dieser Frage wäre sie zusammengebrochen und hätte Ihnen ein volles Geständnis abgelegt. Aber diese Frage lag außerhalb Ihres juristischen Bauplanes. Das glaube ich Ihnen einfach nicht. Diese Anna Jahn ist nicht schuldig. Schuldig? Hab ich denn gesagt, schuldig? Nein, aber den Schuss hat sie abgegeben. Warum haben Sie denn das damals nicht gesagt? Das ist es ja eben. Weil ich schuldig bin und nicht bestraft worden wäre. Weil sie unschuldig war, aber bestraft worden wäre. Die Schuld ist eben etwas anderes als die Straffälligkeit. Schuldig bin ich. Schuldig sind Sie. Schuldig sind wir alle. Über die ganze Erde zieht sich ein Netz von Schuld. Einer ist immer in die Schuld des anderen verflochten. Und keiner steht außerhalb. Welcher Mensch hat das Recht, über einen anderen das Wort schuldig zu sprechen? Erklären Sie mir bitte die Tat. Ja, aber wegen dieser Schuld wird kein Mensch bestraft.
Ich muss Ihnen das alles sagen, damit Sie meine Haltung von jetzt und damals verstehen. Antworten Sie mir, Herr Staatsanwalt. Als ich aus Lebensfeigheit, aus Berechnung, aus Rückgratslosigkeit mich an eine um 15 Jahre ältere Frau klammerte, war ich da im juristischen Sinne schuldig oder nicht? Wie sollten Sie... Und dabei war es ein schweres Verbrechen. Missbrauch eines fremden Lebens. Sie hätten mich auch nie deswegen unter Anklage gestellt, dass ich diese Frau mit einer Herzlosigkeit ohnegleichen, als ich ihrer überdrüssig war, moralisch, geistig, körperlich zugrunde richtete. Nicht wahr? Zugegeben. Sie zerfiel. Sie erniedrigte sich und entstellte sich in hässlichen Eifersuchtsszenen. Je mehr sie das tat, umso mehr leitete mein verlogenes Gewissen daraus ein Recht ab, sie nicht mehr lieben zu müssen. Auch straffrei. Im Sinne der Gesetze, ja. Eine Schuld, die der angesehenste Staatsanwalt sich leisten könnte, ohne von seinem Vorgesetzten die geringste Rüge zu erfahren. Lassen Sie mich bitte aus dem Spiel. Ja, es geht nur um das Prinzip. Dann kam meine Leidenschaft für Anna. Ebenfalls juristisch, ohne Belang. Meine lichtscheuen Liebesanträge, meine systematische Zermürbung, die Brutalität, mit der ich meiner Frau davon erzählte. Alles straffrei. Ich war zu feige, eine klare Entscheidung zu fällen. Zu egoistisch, um meine Frau ganz zu verlieren. Denn irgendwie gab ihr bloßes Vorhandensein mir noch einen Halt. Darum ließ ich sie leiden. Furchtbarster Menschenmissbrauch. Aber juristisch, ohne Belang. Verstehen Sie mich? Fahren Sie fort, Herr Mauritius. Anna trieb mich mit ihrer Ablehnung zum Wahnsinn. Und welche Rolle spielte Vareme? Ein gewissenloser Verführer. Ihm war Anna auch einmal zum Opfer gefallen, ehe ich sie kannte. Anna Jahn? Ja, aber nicht sie. Nicht die ganze Person der Anna Jahn. Nur die Anna Jahn eines einzigen Abends. Die andere, diese ganze Anna Jahn, stand dieser einmaligen Anna Jahn selbst später unfassbar feindlich gegenüber. Vareme hatte sie damit für immer zerbrochen. Na, auch das ist straffrei. Wenn ich ein Mensch, ein ganzer Mensch gewesen wäre, hätte ich diese Wunde heilen können. So aber bedrängte ich sie mit meiner egoistischen Leidenschaft, und mein Freund Vareme, der mich im Grunde hasste. Ein Freund, der den Freund hasst, ja, das muss einem Juristen auch unverständlich klingen. Sie machen sich das Menschenbild doch so einfach. Schuldig oder nicht schuldig und die 1000 Dinge dazwischen, die das Leben uns liefert. Warum sollte Vareme Sie gehasst haben? Weil, auch das werden Sie nicht glauben, weil Anna mich geliebt hat. Ja, wirklich. Sie hat es nur nie zugegeben. Sie hat erwartet, dass ich sie erlöse. Und weil ich das nicht tat, hat auch sie mich gehasst. Konnte denn Anna Jahn überhaupt hassen? So ingrimmig und verzweifelt, wie eine Frau nur hassen kann, die von einem Menschen Heil und Erlösung erwartet und stattdessen von ihm zu Tode gehetzt wird. Ja, wir haben sie tatsächlich zu Tode gehetzt. Wir 3. Meine Frau mit ihren unvorstellbaren Eifersuchtsszenen. Ich mit meiner sogenannten Liebe und Vareme mit seinem zynischen, schamlosen Spott. Sie war umstellt. Ja, sie hat Vareme angerufen. Und er hat ihr einen Revolver gegeben. Ich kann dir nicht helfen. Da, hilf dir selbst. Er muss schon eine Stunde vor mir da gewesen sein. Und nun werden Sie auch verstehen, weshalb ich die Unschuldige, die wirklich Unschuldige, nicht verraten wollte. Und gedenken Sie nun jetzt, nach 18 Jahren, Ihre Aussage zur Wiederaufnahme des Prozesses zu Protokoll zu geben? Das hätte ich vor 18 Jahren schon haben können. Nein, Herr Staatsanwalt.
So einfach mache ich es Ihnen nicht. Ich habe Ihnen den Täter genannt. Und nun lege ich die ganze Schwere der Verantwortung auf Ihr Gewissen. Ich werde tun, was mir meine Pflicht gebietet. Überlegen Sie aber gut, was Ihre Pflicht ist. Ist es Ihre Pflicht, zu vergessen, was ich Ihnen erzählt habe, und auf ein Verhör der Anna Jahn zu verzichten? Ja, können Sie es dann als Jurist auf Ihr Gewissen nehmen, einen Mann im Kerker zu lassen, der die Tat nicht begangen hat, wegen der er drin sitzt? Oder ist es Ihre Pflicht, der Frau den Gnadenstoß zu geben, die umzubringen mir damals nicht ganz gelungen ist? Wissen Sie übrigens etwas von ihr? Sie ist verheiratet, hat 3 Kinder. Soll sehr glücklich sein. Sehen Sie, das wusste ich nicht einmal. Also, bitte, tun Sie Ihre Pflicht. Geben Sie ihr den Fangschuss. Hoffentlich sind Sie aber selbst ein ganz reiner Engel, sonst werden Sie schwer daran zu tragen haben. Haben Sie selbst aber jemals eine Frau... Schweigen Sie. Bitte um Verzeihung. Herr Mauritius, der Zweck meines Besuches war, Sie zur Ablegung eines Geständnisses zu bewegen. Jetzt nehme ich zur Kenntnis, dass der Sträfling Mauritius dazu nicht bereit ist. Guten Tag. Mein Beileid, Herr Staatsanwalt. Klakusch! Wärter Klakusch! Herr Staatsanwalt! Herr Staatsanwalt! Was ist denn? Herr Staatsanwalt! Ein fürchterliches Unglück ist geschehen. Was ist denn passiert? Der Wärter Klakusch hat sich erhängt. Was? Offenbar unter der Einwirkung von Alkohol. Ah, das war also die Antwort. Mein lieber Vater, kein leichtfertiger oder leichtsinniger Entschluss. Einmal hättest du dich doch entschließen müssen, mich ernst zu nehmen. Die Entwicklung, die du mit Gewalt zurückhalten wolltest, hat sich mit einem Ruck vollzogen. Das ist alles. Kann aber noch alles gut werden, wenn du bereit bist, unverschämter Bengel. Ja. Herr Staatsanwalt, Herr Peter Paul Mauritius. Soll kommen. Jawohl, Herr Staatsanwalt. Guten Tag, Herr Staatsanwalt. Nehmen Sie Platz, Herr Mauritius. Herr Staatsanwalt, hatten die Güte, mir in Aussicht zu stellen, sich mit dem Fall meines Sohnes erneut befassen zu wollen. Das habe ich getan. Und haben Sie sich überlegt, wo wir Varemme finden können? Verzeihung, Herr Staatsanwalt, das ist vielleicht im Augenblick gar nicht mehr so wichtig, da Ihr Herr Sohn bereits auf dem Wege zu Ihnen ist. Er wird Ihnen ja dann alles Notwendige berichten. Er hat mir geschrieben. Erlauben Sie mir die Frage, erwähnt er das Geständnis Varemmes? Nein, natürlich nicht, mit keinem Wort. Das hat er sich dann vorbehalten. Oh, ist ein kluger Junge, ein wirklich feiner Junge. Aber nun zu etwas ganz anderem, Herr Staatsanwalt. Ich habe auch inzwischen wieder ein bisschen geforscht. Ich forsche ja seit 18 Jahren. Es ist ja mein ganzer Lebensinhalt geworden. Ja, und da habe ich einen sehr interessanten Besuch gemacht. Bei einer gewissen Frau Anna Duvernon. Frau eines Ziegeleibesitzers. Kenne ich nicht. Geborene Anna Jahn. Ach. Vielleicht erinnern Sie sich. Wie kommen Sie überhaupt dazu? Oh, sehr einfach.
Als ich endlich Ihre Adresse gefunden hatte, bin ich hingefahren. Ich habe Sie durch einen Boten in einen Gasthof bestellt. Grüße von gemeinsamen alten Bekannten. Verstehen Sie? Als ich dann kam und ihr meinen Namen nannte, zitterte sie wie Espenlaub. Ich habe sie aber gleich beruhigt. Ich wäre nur ein Namensvetter vom Fall Mauritius. Ich sei lange im Ausland gewesen, ich interessierte mich aber für die Chronik meiner Namensvettern. Und dann habe ich unvermittelt gefragt, wie war das eigentlich damals? Hat sie ihn oder er sie oder haben sie erschossen? Da wurde sie bleich wie die Wand und fiel vom Stuhl. Wie ein Mehlsack, sage ich Ihnen, fiel sie vom Stuhl. Wie finden Sie das? Das interessiert mich überhaupt nicht. Nun, dann wird es Sie vielleicht interessieren, wenn Ihr Herr Sohn wieder da ist. Ich selbst bin ja sehr geduldig. Seit 18 Jahren, Herr Staatsanwalt. Aber der Fall Mauritius wird noch einmal sehr lebhaft aus dem Grabe auferstehen. Hören Sie, Mauritius, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Schreiben Sie ein Gnadengesuch für Ihren Sohn. Gleich hier. Bitte, das Feder, Tinte und Papier. Ich bin über 70, Herr Staatsanwalt. Das geht nicht mehr so rasch. Und dann fehlt doch das Geständnis. Mein Gott, da müssen wir eben versuchen, es ohne Geständnis durchzukriegen. Los, schreiben Sie, ich helfe Ihnen dabei. Ja, was soll ich denn da so? Seien Sie doch nicht so umständlich. Sie müssen allgemein menschliche Töne anschlagen. Zum Beispiel, und wenn er wirklich geschossen haben sollte... Nein, das kann ich nicht schreiben. Dann schreiben Sie, Gott allein weiß, ob er wirklich geschossen hat. Ja, das ginge schon eher. Und dann, ist denn der Mensch schon die Tat? So ungefähr, verstehen Sie? Und mancher leidet in 10 Minuten mehr als ein anderer in 20 Jahren. Seine gute Führung beweist, dass er genug gebüßt hat und so weiter und so weiter. Am besten wäre es vielleicht, der Herr Staatsanwalt würde mir das ganze Gesuch diktieren. Also gut. Ich diktiere Ihnen und gehe damit selbst zum Justizminister und setze mich persönlich dafür ein. Und was meinen, Herr Staatsanwalt? Was wäre das Äußerste, was wir erhoffen können? Eine Begnadigung. Eine volle Begnadigung. Ich kann auch nicht verstehen, dass Sie als Staatsanwalt sich plötzlich so warmherzig, ja so leidenschaftlich für die Begnadigung dieses Mauritius einsetzen, Herr von Andergast. Ich war bei ihm im Gefängnis, Herr Minister, und habe den Eindruck gewonnen, dass er der Begnadigung durchaus würdig ist. Ja, aber es fehlt noch das Geständnis, mein Lieber. Allerdings, ja. Ja, und warum? Sie geben ihm Ihr Wort, dass Sie sich für seine Begnadigung einsetzen, sobald er gesteht? Und er verweigert trotzdem dieses Geständnis? Ja, so etwas gibt's doch einfach nicht. Außer in einem Falle, wenn er unschuldig ist. Ja, glauben Sie denn daran? Ich bin fest davon überzeugt, Herr Minister. Herr von Andergast, Sie, ausgerechnet Sie, haben Sie denn den Prozess Mauritius vergessen? Ihren Prozess Mauritius? Trotzdem. Ja, wie denn? Was denn? Wer denn? Der Mensch wandelt sich und lernt manches begreifen. Zum Beispiel? Dass Menschenrecht nicht immer Gesetzesrecht ist. Das weiß ich aus meiner Studentenzeit. Aber ich frage Sie ja nicht als der liebe Gott, auch nicht als Protokollführer beim jüngsten Gericht, sondern ganz einfach als Ihr Vorgesetzter. Also bitte, woher wissen Sie, dass Mauritius unschuldig ist? Ich habe es ganz einfach gefühlt, als ich bei ihm war. Gefühlt? Sehr gut, gefühlt. Sie sind überarbeitet, mein Lieber. Sie sollten einen längeren Urlaub nehmen.
Tut mir wirklich leid, entweder das Geständnis oder den Beweis seiner Unschuld. Einen juristischen Beweis, so kann ich nichts machen. Herr Minister, und wenn ich Ihnen nun sage, dass ich es heute positiv weiß, dass Mauritius unschuldig ist? Das wäre ja eine schöne Schweinerei. Diese Blamage in der Öffentlichkeit, um Gottes Willen, Herr von Andergast. Da müssten wir ja den ganzen Apparat noch einmal in Bewegung setzen. Nein, bevor ich an diese ungeheure Möglichkeit glauben kann, müsste ich erst Ihre Argumente kennen. Die werde ich Ihnen nicht nennen, Herr Minister. Aber ich bitte Sie, begnadigen Sie den Mann. Ich bitte Sie. Mein Leben hängt daran. Herr von Andergast, was hat das alles zu bedeuten? Ich kann nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr anklagen, nichts mehr beweisen. Und das sagt mir Staatsanwalt von Andergast, nachdem er ein Menschenalter hindurch eine Stütze des Rechts, eine wahre Säule gewesen ist. Ein Vorbild, zu dem zahllose Kollegen emporgeblickt haben. Nein, damit lasse ich mich nicht abspeisen. Ein Menschenalter hindurch habe ich vorbildlich meine Pflicht getan, wie Sie sagen, Herr Minister. Ich müsste mir also in dieser Zeit einen gewissen Kredit verschafft haben. Sehen Sie, all diesen Kredit nehme ich nun für diesen einen Augenblick in Anspruch und bitte um Ihr Vertrauen. Ich bitte Sie noch einmal, den Häftling Mauritius sofort zu begnadigen, ohne mich weiter zu fragen. Ohne Sie weiter zu fragen. Gut, ich glaube Ihnen. Geben Sie das Gesuch her. Die Konsequenzen, die sich daraus für mich ergeben, werde ich ziehen. Aber, Herr von Andergast, nur weil Sie sich einmal geirrt haben, für wen halten Sie mich denn? Eine Begnadigung muss auch im Sinne der ganzen Rechtspflege, vielleicht die vornehmste Lösung. Ich vertraue Ihnen. Später erzählen Sie mir einmal bei einem Gläschen Burgunder die ganze Affäre. Sie wollen also nichts mehr beweisen und nicht mehr anklagen. Schön. Herr Staatsanwalt, ich befördere Sie zum Oberstaatsanwalt. Dann kommt Ihnen jetzt nur noch eine leitende Funktion zu und Sie brauchen nicht mehr selbst in den Gerichtssälen zu erscheinen. Einverstanden? Oder hatten Sie geglaubt, ich würde auf einen Menschen wie Sie verzichten? Ich danke Ihnen, Herr Minister. Warum hast du dich nicht geduldet, Sophia? Weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Edsel ist noch nicht da. Und selbst wenn er da wäre... Wolfgang, lass uns doch Verbündete sein. Um seinetwillen. Was verlangst du noch? Eine Mutter demütigt und erniedrigt sich selbst für ihr Kind. Wollen wir nicht unter alles, was gewesen ist, einen Strich machen und da wieder beginnen, wo wir vor 12 Jahren aufgehört haben? Wollen wir ihm nicht seine beiden Eltern zurückgeben? Ich mache keinen Schlussstrich unter eine Sache, um unterhalb des Striches damit fortzufahren, womit ich oberhalb abgeschlossen habe. Es gibt Dinge, über die ich niemals hinwegkomme, Sophia. Selbst dann nicht, wenn ich wollte. Und Edsel? Ich weiß, ich habe in deinen Augen nichts zu verlangen. Darum will ich ja auch nur bitten. Lass mich teilhaben an ihm. Nein. Dieses Ausreißen, dieses Auflehnen, das ist das Blut seiner Mutter. Der Geist der Unordnung. Ich kann ihn nicht zum Menschen formen, wenn er deinem Einfluss ausgesetzt ist. Darum geht es. Und ich soll ihn wirklich nie mehr sehen? Es ist das Beste für alle. Hast du denn gar kein Herz? Was ich an Herz besitze, das brauche ich jetzt für meinen Jungen. Ich war bereit, ihm meinen Beruf zu opfern. Ich liebe dieses Kind. Erst jetzt habe ich das gefühlt, seitdem er fort war. Und wenn du ihm nachstellst, dann schaffe ich ihn in ein Internat im Ausland. Mir ist alles gleich. Ich fühle, wie wenig sicher du seiner bist. Ich fühle aber auch, dass ich dir nicht gewachsen bin. Ich werde darüber nachdenken, mit welcher Schuld ich diese Sühne verdient habe. Aber vielleicht erlaubst du mir... Was willst du? Lass mich ihn noch einmal sehen. Er muss doch schon ein großer Junge sein. Beinahe erwachsen. Ach, Du musst mir versprechen, dass du dich nicht zu erkennen gibst. Und wenn er mich erkennt? Dann streitest du es ab.
Ich nehme dieses Almosen an. Ruf mich, wenn er da ist. Du schwörst mir, dass du dich an unsere Abmachung hältst. Ich schwöre es dir. Gut. Ich werde dich verständigen. Wenn er doch nur erst da wäre. Leb wohl. Sind Sie Herr Andergast? Ja, mein Name ist Etzel von Andergast. Kennen Sie mich? Ich habe mit Ihrem Vater gesprochen. Ich sah Ihr Bild. Ist er sehr zornig auf mich? Wieso? Es hat ein Missverständnis zwischen uns gegeben, aber das kann ich Ihnen nicht so schnell erklären. Wir werden jetzt eine heftige Auseinandersetzung haben, aber ich freue mich darauf. So? Ja, ich war von zu Hause fort, ohne seine Erlaubnis. Nun wird er mich ernst nehmen müssen. Aber jetzt bringe ich ihm ein großes Geschenk, wenn er nur groß genug ist, es anzunehmen. Warum sehen Sie mich so an? Ihre Frau Mutter? Ich meine, die wird sich auch freuen. Meine Mutter. Ich habe eigentlich gar keine, wissen Sie. Gehen Sie schnell zu Ihrem Vater und bringen Sie ihm Ihr Geschenk. Ob ich wohl ein wenig hier in Ihrem Garten bleiben darf und mir ein paar Blumen pflücken? Natürlich, selbstverständlich, gute Frau. Du bist also zurückgekehrt. Ja, Vater. Ich dachte, es überwinden zu können, aber ich habe es nicht überwunden. Es gibt eine gewisse Kategorie des Verrates, über die ich in meinem Alter nicht mehr hinwegkomme. Die Frage ist aber nicht, was ist geschehen, sondern was soll werden. Was geschehen soll, Vater? Gib mir deine Hand, Vater. Ich habe Varemme entdeckt. So. Ich habe mit einem Dämon gerungen. Du hättest ihn sehen sollen, als ich ihm sagte, worum es ging. Dieses höhnische Lachen. Es geht um die Gerechtigkeit. Sie wollen also die Gerechtigkeit in die Weltgeschichte einführen? Gleich? Oder hat es noch ein paar Tage Zeit? Bis jetzt ist das nämlich noch niemandem gelungen. Bis jetzt herrschen noch Chaos und Vergewaltigung. Oder haben Sie schon einmal gesehen, dass einer von den ganz großen Verbrechern, von den Länderräubern, von den Menschenschlechtern zur Verantwortung gezogen worden wäre? Außer wenn ihm sein Vorhaben missglückt ist. Und jetzt kommen Sie, Zwerg, und wollen die Gerechtigkeit erfinden. Oh, Vater, er war fürchterlich. Gerechtigkeit, Vater, der Inhalt deines Lebens. Hast du nicht gefühlt, mit welcher Liebe ich an dich dachte, während er sprach? Wie du nur aussiehst, wie der Tod. Wo hast du dich nur so lange herumgetrieben? Hör doch zu, Vater. Ich war auf dem Wege zu dir. Junge, wie konntest du mir das antun? Vater, versteh mich doch. Als ich ihm sagte, es ginge mir nicht nur um die Gerechtigkeit, sondern vor allem um meinen Vater. Du, ich habe ihn beschworen. Da war er mit einem Male wie verwandelt. Schön, Jungchen, wenn du dein Herz daran setzt, also meinetwegen. Ich habe einen Meineid geschworen, übrigens längst verjährt. Du sprichst von Varemme. Vater! Mauritius ist total unschuldig. Vater, ich bewahre dich vor einer großen Schuld. Lass ihn frei. Er ist unschuldig. Unschuldig. So etwas ist leicht behauptet. Aber Varemme hat es doch zugegeben. Benimm dich, schrei nicht so. Varemme hat einen Meineid geschworen. Na, was sollte man nach deiner Meinung hin darauf tun? Sag du's mir. Nichts. Wie? Nichts. Vater, was soll das bedeuten? Jede Aktion erübrigt sich. Der Sträfling Mauritius ist begnadigt worden. Begnadigt? Durch Gnadenerlass des Justizministers. Der weiteren Haft entbunden. Gnadenerlass? Aber Vater, ich sagte doch, dass er unschuldig ist. Ja. Ein
Gnadenerlass beinhaltet diese Möglichkeit. Aber Vater, wenn er unschuldig ist, braucht er doch die Gnade nicht. Die Unschuld steht nicht mehr zur Debatte. Setz dich gerade. Ja, verzeih. Aber wieso steht die Unschuld nicht mehr zur Debatte? Nehmen wir einmal an, er wäre wirklich unschuldig. Nehmen wir einmal an, du hättest einwandfreie Beweise. Bestimmt! Das ist deine persönliche Überzeugung. Nein! Lass mich bitte ausreden. Du fällst mir beständig in die Rede. Ich sage dir, du erliegst einem verhängnisvollen Irrtum. Von der juristischen Unanfechtbarkeit sind wir noch weit entfernt. Also das Geständnis ist schriftlich, mit einer notariell beglaubigten Unterschrift. Geständnisse können zurückgenommen werden, es ist sogar die Regel. Man hat 100 Mittel, sich ihnen zu entziehen. Die seit der Tat vergangene Zeit schließt verlässliche Recherchen glatterdings aus. Ja, aber... Ich frage dich also, ob bei den schwankenden Faktoren, die du ins Feld zu führen hast, das Ergebnis den Aufwand lohnt. Aber Vater, es handelt sich doch um die Gerechtigkeit. Um das Allergrößte von der Welt. Wenn man auch eine Strafe nicht ungeschehen machen kann. Das Urteil kann man doch umstoßen. Man muss dem Menschen doch seine Ehre wiedergeben. Man muss sich doch rühren. Ihr könnt doch nicht suchen. Das wäre doch... Soviel ich weiß, gibt es doch ein Wiederaufnahmeverfahren. Laiengerede. Wiederaufnahme. Kindskopf. Du weißt nicht, was das bedeutet. Man mobilisiert nicht eine Armee, um einen gefallenen Baum aufzurichten, einen gewaltigen Apparat in Bewegung setzen, die Welt alarmieren, den alten, totgehetzten Streit neu entfachen. Wo denkst du hin? Wäre der Meinheit nicht verjährt, so müsste der Prozess gegen diesen Varemme durch alle Instanzen geführt werden. Bis dahin würden Jahre vergehen. Ich führe das nur an, damit du siehst, wie kompliziert diese Sachen sind. Außerdem sind schwerwiegende Rücksichten zu nehmen. Existenzen stehen auf dem Spiel. Der Staatskasse wären enorme Kosten aufzubürden. Das Ansehen des einschlägigen Gerichtshofes wäre einer entsetzlichen Kritik preisgegeben. Nein! Damit kann und will ich nicht leben. Das erkenne ich einfach nicht an. Faule Ausreden sind das. Vater, tue mir das nicht an. Enttäusche mich nicht. Vater! Benimm dich! Lieber soll die Welt in Fetzen gehen, als solche Gemeinheit. Nein! Etzel, beruhige dich doch. Etzel, mein Junge, du willst doch ein erwachsener Mensch sein. Erwachsen sein heißt besonnen sein. Um Gottes Willen, Vater, tue uns das nicht an. Die Unterhaltung ist im Übrigen ganz gegenstandslos. Mauritius hat die Begnadigung angenommen. Angenommen? Er hat die Begnadigung angenommen? Ohne Vorbehalt. Und er lebt weiter? Lässt diese Ungerechtigkeit auf sich sitzen? Schweigt? Lebt weiter? Hat sich vielleicht für den Fußtritt noch bedankt, mit dem ihr ihn aus dem Gefängnis herausbefördert habt? Der Mensch kann alles, wie du siehst. Ja, das sehe ich. Er kann die Wahrheit verschwinden lassen. Und wenn ein anderer daran verreckt... Etzel! So weit habt ihr es also gebracht. Mit euren Paragraphen, euren Klauseln, euren Rücksichten und Vorsichten. Dazu soll man das Maul halten. Weißt du denn nicht, wer geschossen hat? Natürlich weißt du es. Daher wahrscheinlich auch die Begnadigung. Ich kann's nicht mehr mit ansehen. Gnade. Gnade! Man wird mit dem Finger auf mich zeigen. Da! Das ist der Sohn vom alten Andreas, der dem jungen Mauritius erst zu 18 Jahren Zuchthaus und dann zur Gnade verholfen hat. Vater, ich flehe dich an. Steh auf, Etzel. Ich kann solche theatralischen Gesten nicht vertragen. Nimm den Prozess wieder auf. Ich kann es nicht. Lass dir erklären. Nein, nichts mehr. Wartet nur. Das wird euch nicht geschenkt. Etzel, mein Junge. Ich will nicht mehr dein Sohn sein. Herr von Andergast, um Gottes Willen, Ihr Sohn Etzel hat... Sprechen Sie die Eidesformel nach, Herr Varemme.
Ich schwöre bei Gott. Was denn? Was reden Sie denn, Herr Staatsanwalt? Hören Sie denn nicht? Etzel Blut. In welcher Beziehung standen Sie denn zur Anna Jahn? Ich was denn? Herr Staatsanwalt, Etzel hat die Scheiben eingeschlagen mit der bloßen Faust. Mit dem Kopf ist er durch die Scheibe. Ich bitte Sie, den Schlüssel zur Hausapotheke, einen Arzt. Das ist ja wie Domsuch. Etzel soll sofort ins Bett gehen. Klakusch! Klakusch! Sie! Die Antwort, Klakusch. Gottes Willen, Herr Staatsanwalt, was ist Ihnen denn? Kennen Sie mich nicht? Ja, Sie sind Frau Klakusch und haben 5 Kinder. Gottes Willen. Oder heißen Sie jetzt Anna Duvernon? Keine Angst. Gottes Willen. Warum denn? Ich verrate nichts. Ich verrate nichts. Ich verrate nichts mehr. Nichts mehr. Verrate nichts. Er ist wahnsinnig geworden. Verrate nichts mehr. Nichts mehr. Wahnsinnig geworden. Ja, verrate nichts mehr. So. Du musst ganz ruhig sein. Hörst du? Etzel. Ja, ganz ruhig. So. Komm, jetzt lass dir auch schön die andere Hand verbinden. Ja, doch. Du bist doch erwachsen, Etzel. Du darfst nie mehr so rasen. Nie mehr. Auch wenn ich dir jetzt etwas ganz Furchtbares sage. Jetzt kann gar nichts Furchtbares mehr kommen. Doch, Etzel. Doch. Dein Vater, bitte, bleib ganz ruhig. Dein Vater hat nämlich den Verstand. Wo ist meine Mutter? Hier, ganz in der Nähe. Meine Mutter soll kommen. Wolfram, ich hätte eine Frage an dich, die mich interessiert und eine Beobachtung, die du auch gerne für mich kommentieren könntest. Die Frage kommt so gar nicht im Hörspiel vor, aber so, wenn wir es jetzt diese Tragödie fast antiken Ausmaßes, finde ich. Bist du denn jemand, der so im Roman eher den Idealisten belächelt oder den Realisten bemitleidet? Oh. Ist natürlich immer die Frage, wie gut sie es verkaufen, oder? Wahrscheinlich auch wie vor Gericht, würde ich dann sagen. Okay, dann nimm jetzt mal das Gespräch zwischen Vater und Sohn jetzt am Ende. Beides. Ich glaube, beides. Irgendwann bemitleidet man dann, glaube ich, auch den Realisten, weil er doch ja sein Leben, schlussendlich auch sein eigenes Leben damit kaputt gemacht hat. Und nein, belächeln möchte man die Realisten nicht. Nee, ich glaube, ich werde sehr beim Bemitleiden des Realisten doch. Okay, schön. Sehr gut. Freut mich. Ist das auch die gleiche Antwort, die du als Autor gibst? Also welche Figuren sind schöner zu schreiben? Große Fragen. Ich glaube, wenn ich jetzt selber schreibe, dann gibt es bei mir sowas nicht so. Weil sich die Fragen stellen sich bei dir nicht. Genau, das glaube ich nicht so Kategorien, in denen, jetzt wenn ich selber schreibe, wo meine Figuren jetzt unterwegs wären. Das ist ja doch hier ein sehr, auch ein thesenhaftes Stück. Okay. Und ich glaube, ich könnte das gar nicht. Gut, das stimmt, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ne? Das ganze Stück strahlt das ja aus, die Bildung des Menschen. Du musst dich ja irgendwie als Hörer, als Hörerin dazu verhalten. Es fordert dich ja quasi ständig dazu heraus. Ja, genau, wirklich es ist ja die Kombi durchaus spannend. Es ist doch wirklich so ein sehr humanistisches Projekt, eigentlich dieses Buch, dieses Stück. Und was aber so aus dem absoluten Knüller der damaligen Zeit entstanden ist, ist ja, also war ja wie wenn man jetzt so ein Ding über Grand Montana schreiben würde und dann gerade noch ein Roman, ein Hörspiel, dann noch die Menschheitsbildung daran zeigen wollen würde. Sowas ist zumindest damals was wirklich der Justizskandal, der da aufgearbeitet wird. Lass uns den mal noch ein bisschen parken, weil der bringt ja nachher wieder viel mehr Leben rein, als wir jetzt so im Hörspiel haben, wo wir eher so, es treten ja wenige Figuren auf und die verhandeln ja immer
kleinen unterschiedlichen Stadien des Lebens, wo sie sind, aber unterschiedliche Fragen und Aspekte von Justiz und Gerechtigkeit. Darf ich dir noch meine Beobachtung mitteilen? Ist das nicht schön? Die Mutter nach 18 Jahren des Leidens, des gefühlten Unrechts oder des Wahrhaftigen, wie man auch will, die endet damit, dass sie in den Garten geht und Blumen pflückt, während die Männer, der Junge wie der Alte, in Raserei, Tobsucht und Irrsinn verfallen. Was sagt uns das über die Welt? Weil ich fand es als Zeichnung, natürlich ist es so typisch, stereotypisch kannst du sagen, aber nein, es hat wirklich was auch mit dem Umgang, dem Aushalten von etwas zu tun. Ja, wahrscheinlich wäre es doch gut, wenn alle dreimal zusammen in den Garten gegangen wären, Blumen gepflückt hätten und jeder einen Blumenkranz gewunden hätte. Und währenddessen hätte man drüber sprechen können, aber erstmal wieder eine gemeinsame Aktivität. Ja, aber ich glaube, mit dem Andergast, mit dem würde ich auch nicht Blumen pflücken gehen. Andergast Senior. Ja, das ist wirklich nicht. Das fand ich auch so krass, dass er dann zu seinem Chef geht und quasi für ein Eingeständnis einer Schwäche belohnt wird. Das kam für mich auch so überraschend. Dass er dann so befördert wird und aus der Schusslinie der Entscheidungsfindung genommen wird. Bleiben Sie mal hier, weiter Gehalt und wir ehren und schätzen Sie. Wegbefördert. Ja, genau. Ja, ist natürlich trotzdem bei allem nicht nur die Produktion von 1955, aber da geht es ja wirklich noch um eigentlich wilhelminisches Recht, muss man ja sagen. Also der erste Fall war ja sozusagen noch im Kaiserreich, im Deutschen Kaiserreich, dann verhandelt in der Weimarer Republik. Das sind noch andere Zeiten und andere Welten, die einem da präsentiert werden. Also weißt du, ich meine, man macht ja gerade mindestens 3 Zeitsprünge eigentlich in dem Stück. Ja, obwohl sich die wilhelminische Zeit oder wirklich dieses Geschehen um 1900, wo der reale Fall spielt, finde ich null in dieser Geschichte niederschlägt. Das könnte für mich, ich weiß auch nicht, es fühlt sich ein bisschen an, als ob es Zeit verschleiern sollte. Ich muss ehrlich sagen, dass der Name Etzel am wenigsten dabei hilft. Oder der klingt wie aus so einer altgermanischen Sage entlehnt. Ja, also die Namen sind natürlich ganz spannend. Etzel ist Attila, ne? Attila der Rundkönig. Und das ist eben, Etzel heißt ja dann, das so war im Mittelalter der Name für Attila. Und eben bei der Nibelungensage gehen sie dann im zweiten Teil oder welcher auch immer, gehen sie dann in den Hof von Etzel, dem Hundenkönig. Spannend, dass er gerade Etzel als Name und das ist kein geläufiger Name. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Oder auch Mauritius. Beim heiligen Mauritius, den haben wir nachgeschaut, der wird in der Nähe von Martigny, Unterwallis, französischer Teil von Wallis, verehrt. Der hat wohl eine römische Legion angeführt und hat dann den Befehl verweigert, Christen abzuschlachten. Und deswegen wurden er und seine Gefolgsleute, die ganze Legion, umgebracht. Saint-Maurice heißt es natürlich nicht Martigny, Saint-Maurice. Und wurde dann da zum Heiligen von Saint-Maurice. Andergast auch eine Bedeutung? Jetzt ist mir noch keine gefunden. Aber es sind ja doch irgendwie besondere Namen, die man da bekommt. Aber jetzt steig doch ein. Erzähl doch vom Falle Hau, der als Vorlage gilt. Genau. Was mit dem auf sich hat. Also ich bin da jetzt ja wirklich kein Experte, muss ich dazu sagen. Ist jetzt angehörtes Wissen, was ihr da bekommt. Karl Hau war interessanterweise selber Jurist in Deutschland. Und Amerika. Deutschland und Amerika, genau. Und er wurde 1907 in Karlsruhe wegen dem Mord an seiner Schwiegermutter verurteilt. Zuchthausstrafe. Er soll sie erschossen haben. Er soll sie erschossen haben, genau. Und es muss wohl damals wirklich ein unglaublich aufsehenerregender Prozess gewesen sein. Also da haben wirklich Tausende von Menschen vor dem Gericht gewartet, was man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann. Auch der Prozess selber muss wohl sehr spektakulär gewesen sein. Anscheinend hatte der Gerichtsmediziner oder der Staatsanwalt das Herz der ermordeten Mutter dann quasi in so einem Glas mitgebracht, wo man noch das Einschussloch sehen konnte. Genau. Hat jetzt eigentlich nicht wahnsinnig viel zur Beweisführung beigetragen. Man wusste ja, wenn man das Herz noch sieht, ja, sie war halt erschossen worden, aber es hat es natürlich noch viel, viel spektakulärer gemacht. Ja, das heißt ja, dass das Herz im Beisein des Täters anfängt zu schlagen. Ja, sowas sagt man, genau. Das ist bei Po. Ja, das hat's aber das ist doch großartig. Hat's aber nicht gemacht. Aber, was? Das weißt du ja nicht. Es hat nicht geschlagen, aber... Aha, du weißt ja nicht, ob es... ja, genau. So, genau. Ja, und es war ein Indizienprozess. Also es gab keine ganz klaren Beweise. Hat dann später, der Mann war dann lange inhaftiert, wurde dann
nach 17 Jahren freigelassen auf Bewährung und hat eine Bewährungsauflage bekommen. Sagt man wirklich auf Bewährung? Also, aber geht auch in Richtung Begnadigung, oder? Ja, genau, aber auf Bewährung. Aber wegen guter Führung, okay, das stimmt. Nee, auf Bewährung bedeutet einfach, du darfst dir danach nicht wieder was zu Schulde kommen lassen. So ist es eher gemeint auf Bewährung. Ja, aber das klingt nach einem juristischen Urteil, was dachte ich damals noch gar nicht gab. Ah, so. Genau, aber er hat auf jeden Fall, das Bewährung ist insofern wichtig, weil also er auf Gnaden entlassen zu werden, ist noch was anderes, als wenn du das einklagen kannst oder wenn du einen Rechtsanspruch darauf hättest, auf Bewährung entlassen zu werden. Mhm. Also es ist eigentlich nur insofern wichtig, weil er eben die Auflage bekommen hat, bitte nichts mit dem Fall zu erzählen. Und was hat er gemacht? Er hat einfach 2 Bücher drüber geschrieben. Einen, wo er den ganzen Gerichtsfall erzählt, wie er fälschlicherweise verurteilt wurde, wie er behauptet. Und einen zweiten, wo er dann sagt, wie es im Gefängnis war. Und das waren totale Bestseller, was natürlich dann prompt Ärger eingehandelt hat. Und er ist dann geflüchtet, weil er nicht wieder ins Gefängnis wollte. Genau. Und hat sich dann wahrscheinlich vor 100 Jahren selber vergiftet, umgebracht in Tivoli in Italien. Also man merkt es ja schon, es hat Elemente, also es wird eine ältere Frau erschossen, jetzt im Hörspiel ist es die Ehefrau und nicht die Schwiegermutter. Es hat diesen, der Hau eben so ein leichtlebiger oder nicht so einortbarer junger Mann. Genau. Auch die gar nicht die Zuschreibung will ich gar nicht machen, aber ja. Genau, und die Konstellation, dass er mit einer Frau verheiratet war, aber an die Schwester wahrscheinlich verliebt. Und wie die Schwester dann damit umgegangen ist, gab es eine Affäre, gab es keine Affäre, das war auch ein Thema. Genau, dann so der Verlauf der Haft und der Wiederfreilassung. Also es gibt die Parallelen zum Hörspiel, aber ich finde, es ist schon sehr losgelöst davon. Aber das sind vielleicht auch die Bearbeitungsschritte. Ich meine, vom Wassermann, der Roman umfasst ja nun einige 100 Seiten. Und da ist das Hörspiel, hat sich ja daraus schon bedient und Wassermann hat sich beim Hau-Fall bedient. Aber ich glaube, der Kern, da könnte man noch drüber streiten, was eigentlich der Kern des Justizskandals damals ist und die Frage, was der Kern des Hörspiels ist. Das stimmt, ja. Also ich glaube, so zum Justizskandal, wir haben ja da beide recherchiert, was ich zum Beispiel so gehört habe, war, dass man halt eben damals, wie eigentlich noch heute in Amerika, wie man es aus den Filmen kennt, so eine Geschworenenjury hat, die schlussendlich über schuldig, nicht schuldig bestimmt hat. Und der Richter hat dann nur noch gesagt, das Maß der Strafe. Und da müssen wohl Leute drinnen gesessen haben, also die einfach nicht wahnsinnig viel Ahnung hatten. Vorsicht, Wolfram. So? Das spielt ja alles in Karlsruhe, Raum Baden-Baden und das Gericht nachher in Karlsruhe. Und es heißt, glaube ich, dass da einfach so Landsmänner, alemannische Landsmänner. Das Volk. Genau, die jetzt nicht unbedingt mit einem jungen Mann umgehen konnten, der zwischen Amerika und Baden-Baden hin und her. Na genau, das war dann eben schon zu viel und vielleicht hat die dann so ein Herz mit einem Loch drin noch besonders beeindruckt. Ja. So. Das ist so das eine, was gesagt wurde. Und dann war es, glaube ich, auch noch schwierig, dass zu der Zeit die Verteidigung noch nicht den vollumfänglichen Zugang zu Beweisen und Akten hatte, wie das die Staatsanwaltschaft hatte. Was natürlich eigentlich heutzutage undenkbar ist, dass du erst im Gerichtssaal mit etwas konfrontiert wirst und dich dann aus dem Stand als Verteidigung dazu verhalten musst. Das hat sich möglicherweise nach diesem Fall dann auch geändert. Der Fall war Anlass für Reformen im Justizwesen. Okay. Das ist so doch auch im Haftwesen. Spannenderweise, ich habe mal noch drüber gelesen, so eine quasi Beurteilung tatsächlich von eigentlichen Urteil aus heutiger Sicht. Und es ist dann doch so, dass eigentlich all die Indizien, die da sind, schon dafür sprechen, dass Karl Hau der Mörder war. Aber Wolfram, das Herz hat nicht geschlagen. Ich sag's nochmal. Also er hat eben wirklich er muss sich wirklich mehrmals, hat er sich Karl Hau in verschiedenen Städten in Deutschland einen Bart anfertigen lassen und eine Perücke. Dann hat man unterwegs gesagt, das sieht so komisch aus. Dann hat er sich wieder einen neuen Bart anfertigen lassen. Wirklich die komischen Reisen gemacht. Ja, behauptet, er sei erst nicht dort gewesen, dann doch. Also spricht wirklich alles dafür, dass er der Täter war. Liebe Leute, wir machen wieder Team Wolfram, Team Susanne auf. Ich sage, er war es nicht. Und zwar sage ich das auch, nachdem ich das Feature gehört habe, das du mir gegeben hast, wo dieser Fall nämlich wahnsinnig gut dokumentiert ist und wo man einfach das Plädoyer seines Anwalts, von Haus Anwalt, hören muss. Und wenn man das gehört hat, kann man ihn nicht mehr schuldig sprechen. Obwohl er keine Einsicht hat in die Akten. Also, das Feature heißt "Zur Sache selbst will ich mich nicht äußern" von Eva Lauterbach, eine Produktion vom Südwestdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 2007. Und das möchten wir euch jetzt gerne noch
anhängen. Geht noch mal eine gute Stunde. Aber es lohnt sich. Genau, wer jetzt eine kleine Pause braucht, kann nur kurz auf Pause drücken in der Podcast-App, sich noch einen Tee oder Kaffee machen oder rausgehen, beim Spazierengehen hören. Aber es ist wirklich ein schön gestaltetes Feature aus Originalquellen, Originaldokumenten. Das ist doch nochmal, gibt nochmal wieder einen parallelen Film aus der Realität, sehr spannend ist. Ja. Ich möchte noch eins anmerken zum Hörspiel, weil du sagst Originaldokumente. Wolfram, das Hörspiel von 1955 ist leider bei uns im Archiv unvollständig dokumentiert. Wir haben keine Besetzungsliste für euch, die ist wirklich verloren gegangen, aber wir haben einen schönen Besetzungszettel, wo nicht die schlussendlichen Sprecher und Sprecherinnen drauf notiert sind, aber Vorstellungen vom Bearbeiter, wie die Rollen zu besetzen sind. Und ich würde sagen, lest euch das in den Shownotes mal durch. Das ist ungefähr genauso schön, wie wenn man das jetzt mit irgendwie prominenten Namen verknüpft, wie die Figuren beschrieben sind. Ist das super, dann schreiben wir das hin statt der Besetzungsliste. Wunderbar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mod. Macht's gut. SWR 2 aus dem Land. Feature. Fahndungsmeldung der Kripo Berlin vom 7. November 1906, 12:27 Uhr. Karl Hau, Rechtsanwalt aus Bernkastel-Trier, 25 Jahre, 1,78 Meter bis 1,80 Meter groß, schlank, breitschultrig, schwarze Haare, große blaue Augen, Nase mittel, großer Mund, Sprache Deutsch, Englisch, Französisch, wegen Mordes, verübt am 6.11.1906 in Baden-Baden an seiner Schwiegermutter, verhaften. »30. Juli 1901. Liebe Fanny, mit tiefem Weh muss ich von Mama hören, dass Hau ein Schwindler ist, der ein Auftreten hat, das mit seinen Mitteln nicht harmoniert. Vater Hau kann uns nur 150 Mark im Monat schicken. Es ist keine Kleinigkeit, so zu leben, wenn man sein ganzes Leben in einer Unmasse von Geld verbracht hat. Er ist so jung und ich liebe ihn.« Wir hielten ihn für einen abnorm klugen und geistig sehr hochstehenden Menschen. Zur Sache selbst will ich mich nicht äußern. Karl Hau und der Karlsruher Mordprozess von 1907. Nach Originalzitaten in Szene gesetzt von Eva Lauterbach. Hau ist ein fleißiger Schüler gewesen, der zu großen Hoffnungen berechtigte. Er hatte große Begabungen, war aber in seiner körperlichen Entwicklung gegenüber der geistigen zurückgeblieben. Glänzend veranlagt, bei innerer nervöser Unrast. Er renommierte gern und suchte sich hervorzutun. Hau lebte ausschweifend. Ich hörte dann, dass er auf Korsika dieses Fräulein Molitor aus Baden kennengelernt hatte und mit ihr durchgebrannt sei. Ja, Fräulein Molitor war 5 Jahre älter als Hau. Hat alle Examina glänzend bestanden. Polizei Kanton Zürich am 10. Juni 1907. Heute Mittag, kurz vor 12 Uhr, wurde im See, zunächst der hiesigen Badeanstalt, eine ertrunkene Frauensperson aus dem Wasser gezogen, die, den abgelegten Kleidern nachzuschließen, den besseren Ständen angehören dürfte. Ich bin Frau Lina Hau, geborene Molitor. Handgepäck im Hotel Zürich, Zimmer 75. Polizei in Karlsruhe ist zu benachrichtigen. Gründe zu der Tat sind nicht schwer zu erraten. Meine Mutter wurde ermordet, angeklagt ist mein Mann, den ich über alles liebte. Ich sterbe an diesem Leid. Die Anklage. Am 6. November 1906 wurde die verwitwete Medizinalrätin Molitor in Baden-Baden auf dem Weg von ihrer Villa zum Postamt durch einen wohlgezielten Schuss auf der Stelle getötet. Der Täter, den niemand gesehen hat, war schnell verschwunden. Am Abend des 7. November wurde in London der Schwiegersohn der Ermordeten, der Angeklagte, als mutmaßlicher Mörder verhaftet. Die Anklage nimmt an, dass Karl Hau sich in zerrütteten Vermögensverhältnissen befunden hat und dass er das Erbe seiner Schwiegermutter antreten wollte, das insgesamt ungefähr 1 Million Mark betrug. Karlsruhe, Mittwoch, den 17. Juli 1907.
Schwurgericht des Großherzoglich-Badischen Landgerichts. Erster Verhandlungstag im Mordfall Hau. Im Gerichtssaal 3 Berufsrichter. Der 56-jährige Landgerichtsdirektor Eller mit gewelltem Haar und mächtigem Schnäuzer führt die Verhandlung. Hinter ihm die 12 Geschworenen, von der Presse als echte Bauerngestalten bezeichnet. Handwerker, Gewerbetreibende, Bauern, ein Wurstfabrikant, ein Kunstmaler. Diese Männer werden später über Schuld oder Unschuld befinden. Ihr Spruch ist bindend. Der Richter bestimmt lediglich das Strafmaß, denn das Volk soll teilhaben an der Rechtsprechung, so hatte es nach der 48er Revolution geheißen, und als Konsequenz übertrug man freien deutschen Männern richterliche Macht und Verantwortung, ohne zu fragen, ob sie mit der Wahrheitsfindung nicht überfordert waren. Der Karlsruher Mordprozess hat die großherzogliche Residenz in eine beispiellose Aufregung versetzt. Der Andrang ist, trotz brütender Julihitze, ein ganz außerordentlicher, der Saal in einem Augenblick bis aufs letzte Plätzchen gefüllt. Im Zuschauerraum sieht man den Präsidenten des Badischen Staatsministeriums, Freiherrn von Dusch, und den Oberstaatsanwalt Dufner. Die Presse, auch die amerikanische, ist sehr zahlreich vertreten, allein 11 Berichterstatter aus den Vereinigten Staaten. Auf einem Tisch vor dem Gerichtshofe aber steht in einem Spiritusglase das Herz der Getöteten. Und man erkennt deutlich die Stelle, wo die tödliche Kugel es getroffen hat. Nach einer alten Sage soll das Herz des Ermordeten zu schlagen beginnen, wenn die Nähe des Mörders seinen Schlaf stört. Karl Hau, zuletzt Rechtsanwalt und Assistenzprofessor in Washington, ist am 3. Februar 1881 in Großlittgen, Kreis Wittlich, geboren. Sein Vater war Kaufmann und Weinhändler. Seine Mutter verstarb 3 Jahre nach der Geburt des Kindes. Im Jahr 1900 bestand Hau das Abitur, studierte dann Rechtswissenschaft an der Universität Freiburg. Im Wintersemester 1900/1901 immatrikulierte er sich an der Berliner Universität. Im Jahr 1901 erlitt er einen Blutsturz, woraufhin er in Menton und Ajaccio Erholung suchte. Im Sommer 1901 setzte Hau sein Studium in Freiburg fort, bis es zu der gemeinsam mit Lina Molitor unternommenen Flucht und der nachfolgenden Heirat kam. Angeklagter, haben Sie die Tat, deren Sie beschuldigt werden, begangen? Ich habe die Tat nicht verübt. Vertreter der Anklage ist der 41-jährige Karlsruher Staatsanwalt Dr. Hermann Bleicher. Haus Pflichtverteidiger ist Rechtsanwalt Dr. Eduard Dietz von Haus Vater engagiert. Hau, ein schlanker, bartloser Herr mit Kneifer, sorgfältig gescheitelt, echt amerikanisch in seinem Aussehen. Vielleicht ein Verbrecher, vielleicht ein Genie, sicher ein Abenteurer. Sie haben in Freiburg Jura studiert und sollen schon damals sich viel mit Frauenzimmern herumgetrieben und auch etwas davongetragen haben. Darüber verweigere ich die Auskunft. Von Freiburg gingen Sie nach Berlin. Auch da sollen Sie wahllos mit Weibern umgegangen sein. Sie sollen stark gelebt und dann einen Blutsturz gehabt haben, so dass Sie einen Arzt konsultieren mussten. Was sagte der Ihnen? Ich solle an die Riviera gehen. Von der Riviera sind Sie im Februar 1901 nach Korsika gefahren. Daselbst in Ajaccio haben Sie die verwitwete Medizinalrätin Molitor kennengelernt, die mit ihren Töchtern Lina und Olga im gleichen Hotel wie Sie wohnte. Damals waren Sie 19? Ja. Im Hotel de Suisse war dieser junge Student, mit dem wir mehrere Wochen freundschaftlich verkehrten. Dem jungen Mann gefiel meine Schwester Olga sehr gut und er gefiel ihr auch. Es hat sich dabei um einen harmlosen Flirt gehandelt. Nach einiger Zeit reiste ich von Ajaccio ab nach Genua. Der junge Student reiste mit. Schon unterwegs bemerkte ich, dass zwischen mir und dem 5 Jahre Jüngeren eine starke Sympathie erwachte. Und diese Sympathie steigerte sich im Verlauf der Reise immer mehr, bis sie in Florenz zu einer heftigen Leidenschaft angewachsen war.
Es kam zu einem Geständnis, aber die Sache war aussichtslos. Anfang Juni sollte ich nach Baden-Baden zurückkehren und mich nach dem Willen meiner Mutter mit einem Offizier verloben. Ich war halb und halb bereit, das zu tun. Am 2. Tag meiner Rückkunft nach Baden-Baden ging ich gegen Mittag die Lichtenthaler Allee entlang. Ich war sehr niedergeschlagen. Das Leben schien mir unerträglich. Da sah ich in der Ferne eine wohlbekannte Gestalt langsam auf mich zukommen. Ich traute meinen Augen nicht, aber kein Zweifel, er war es. Er kam, um mir folgenden Vorschlag zu machen. Da wir nicht zusammen leben können, so wollen wir zusammen in den Tod gehen. Ich war sofort einverstanden. Er kaufte einen Revolver und ich ließ mir das Versprechen geben, dass er zuerst mich und dann sich selber erschießen werde. Angeklagter, Sie brannten also mit Fräulein Molitor durch. Fräulein Lina schrieb nach Hause, man solle sie nicht suchen. Sie habe den Tod gewählt. Vorher hatten Sie von der Sparkasse 2000 Mark von Linas Konto abgehoben? Ja. Damals machte Fräulein Lina einen Selbstmordversuch. Die Kugel ging dicht am Herzen vorbei. Ich frage Sie nun, hat Fräulein Molitor den Schuss sich selbst beigebracht oder haben etwa Sie im Einverständnis mit Fräulein Lina geschossen? Darüber verweigere ich die Auskunft. Was sollte nun geschehen? Die einfachste Lösung war, dass die beiden heirateten. Denn Lina sah sich kompromittiert, ihr blieb nichts anderes übrig als diese Heirat. In aller Stille fand die Trauung statt, und dann wurden die beiden nach Amerika abgeschoben. Washington, September 1901. Liebe Mama, seit 2 Tagen sind wir im eigenen Heim. Nicht groß, aber urgemütlich. Wohnzimmer, klein, Mahagonimöbel, Klavier, Chaiselong, Schreibtisch, Teppich, Schaukelstuhl. Helles Esszimmer, roter Teppich, kleines Buffet. Küche, klein, aber nett. 2-flammiges Gaskochding. Wenn wir einmal mehr Geld haben, werde ich alles besser einrichten. Köchin Cecilia, Negerin, etwa 45 Jahre alt, aber gut. Aurora, Juni 1902. Liebe Mama, vor 4 Tagen sind wir umgezogen. Ein Trupp Neger hat alles hergeschafft. Wir haben jetzt ein Zimmer mehr. Da wir viel Besuch aus Professorenkreisen haben, war die neue Wohnung ein Muss. Die Amerikaner geben viel auf Money-Kriterien. Man muss was haben und das muss man sehen. An der Kleidung und an der Wohnung. Wer nichts hat, muss ebenso tun. Amerika ist ein Businessland. Geschäft ist alles. Aurora, 23. Januar 1903. Sehr verehrte Frau Schwiegermutter, hiermit darf ich Ihnen und der ganzen Familie freudigst mitteilen, dass meine liebe Frau Lina ein gesundes Baby zur Welt gebracht hat. Es ist ein Mädchen und wir werden es nach Fräulein Olga benennen. Meiner Frau geht es gut. Ich grüße Sie höflichst, Karl Hau. Hau setzt das Jurastudium in Washington fort, wird nach einem Jahr Master of Arts, schließlich Dozent und Hilfsprofessor mit $600 Jahresgehalt. Dann macht er Staatsexamen und wird aufgrund hervorragender Examina zur Advokatur am höchsten Washingtoner Gericht zugelassen. Angeklagter, Sie wurden ab 1903 vom ottomanischen Generalkonsul Schönfeld in Washington als Privatsekretär angestellt. Sie sollten bei Reisen nach Konstantinopel die türkische Handelswelt für amerikanische Kreuzer, elektrische Bahnanlagen sowie die Gründung einer Bank mit amerikanischem Kapital interessieren. Das ist doch etwas sehr fantastisch und alles missglückt. Auch sollen Sie in der Türkei sehr verschwenderisch gelebt haben. Das erforderte meine Mission. In Amerika sieht man das so. Excusez. Sie scheinen amerikanischer als die Amerikaner gewesen zu sein.
Bei der letzten Türkeireise haben Sie dann das Vermögen Ihrer Frau durchgebracht. Wusste diese davon? Nein. Sie sollen sich außerdem wüste Orgien mit Pariser Kokotten und einer spanischen Tänzerin, der Otero, gerühmt haben. Howe lächelt und schweigt. Kommen wir zum verhängnisvollen Jahr 1906. Im Oktober dieses Jahres reisen Sie nach Baden-Baden und wohnen mit Frau und Tochter bei der Schwiegermutter Josephine Molitor. Ganz richtig. Dann ging es nach Paris. Sie fuhren mit ihrer Frau Lina und nahmen Schwägerin Olga Molitor mit. Haben Sie nähere Beziehungen zu Fräulein Olga unterhalten? Auf der Zeugenbank Olga Molitor, Tochter der Erschossenen, 26 Jahre, ledig, ohne Beruf. Sie ist schwarz gekleidet, die rotblonden Haare zum Knoten zusammengebunden. Eine schöne, elegante Erscheinung. Selbstsicher. Ich verweigere die Aussage. Ist es richtig, dass Ihre Frau eifersüchtig war? Darüber verweigere ich die Auskunft. Von Paris aus ist dann ein mysteriöses Telegramm nach Baden-Baden an die verwitwete Medizinalrätin Molitor geschickt worden. Des Inhalts: Erwarte dich mit dem nächsten Zug, Olga krank, komm sofort, Lina. Umgehend reist Josephine Molitor gemeinsam mit Tochter Fanny nach Paris. Sie treffen Olga, Lina und Howe gesund und munter an. Große Verwirrung. Wer hat dieses Telegramm geschickt? Ratlos fährt Josephine Molitor mit den Töchtern Olga und Fanny zurück nach Baden-Baden. Es ist der 31. Oktober, noch 6 Tage bis zum Tod der 62-jährigen Medizinalratswitwe. Howe will wieder nach Washington. Auf dem Weg dorthin macht er mit der Familie in London Station. Es ist der 1. November 1906. Wieder kommt ein Telegramm. Geschäftlich. Dass Howe nicht nur der Adressat, sondern auch der Absender des Telegramms ist, weiß Lina nicht. 3. November 1906. Liebe Mama, kaum in London angekommen, wurde mein Mann durch eine wichtige Geheimordre nach dem Kontinent zurückgerufen. Es ist dringendes Geheimnis, so dass ich darüber nichts weiter sagen kann. Howe fährt nach Frankfurt am Main. Er wohnt im englischen Hof und lässt sich dort vom Friseur eine Perücke und einen falschen Bart, der bis auf die Mitte der Brust reicht, anfertigen. Um Verwandte zu überraschen, sagt er. Und fragt nach Frauenzimmern. Angeklagter. Am 6. November reisen Sie dann, mit Perücke und falschem Bart verkleidet, von Frankfurt aus nach Baden-Baden, wo Ihre seltsame Maskerade allerlei Zeugen auffiel. Was haben Sie nun in Baden-Baden gemacht? Ich habe mich entschlossen, keine Auskünfte über den 6. November zu geben. Dann will ich Ihnen die Vorgänge vorhalten. Sie telefonierten Frau Molitor in ihrer Villa, Stadelhofer Straße 11, an. Das Dienstmädchen ging ans Telefon und dachte, das ist Mr. Howe, der da telefoniert. Sie sagten, Sie seien Postinspektor Graf und Frau Molitor möchte aufs Postamt kommen. Man habe über das Pariser Telegramm eine wichtige Mitteilung zu machen. Frau Molitor ging dann in die Nachbarvilla und holte ihre Tochter Olga ab, weil sie sich fürchtete, allein zu gehen. Wenige Schritte entfernt von der Molitorschen Villa, in der Kaiser-Wilhelm-Straße, wurde aus nächster Nähe ein Schuss auf Frau Molitor abgefeuert, der sie sofort tötete. Der Täter flüchtete dann eilends in die Stadt hinunter. Es ist in der Voruntersuchung festgestellt, dass Sie 15 Minuten nach diesem Vorfall vom nahen Bahnhof aus um 18:15 Uhr nach Karlsruhe zurückgefahren sind. Jetzt ohne Bart. Warum? Der Angeklagte schweigt. Der Vorsitzende führt aus, dass Howe weiter nach Frankfurt und dann nach London gefahren sei, wo man ihn am darauffolgenden Tag verhaftete. Die Mordwaffe habe man nicht gefunden, auch nicht das Projektil. Fußspuren des Flüchtenden im weichen Boden des Baden-Badener Parks seien ebenfalls nicht ausgemacht worden. Hausvernehmung ist fürs Erste abgeschlossen. Bleiben die entscheidenden Fragen. Warum fuhr Howe heimlich nach Baden-Baden? Was tat er dort? Und, falls er unschuldig ist, wen hält er für den Mörder der Frau Molitor? Auf sämtliche Fragen lehne ich die Antwort ab. Dann will ich es Ihnen sagen.
Sie hatten im Herbst 1906 keine Mittel mehr, um ihren Ansprüchen entsprechend auftreten zu können. Sie hatten ihre Gelder und das Erbe ihrer Frau ohne deren Wissen verbraucht. Es ist zu vermuten, dass Sie Frau Molitor töteten, um das noch verbleibende Erbteil Ihrer Frau in Ihren Besitz zu bringen. Gestatten. Würden Sie, falls Sie einen solchen Mord geplant hätten, würden Sie es so blödsinnig bewerkstelligen und sich Perücke und Bart beim Hotelfriseur anfertigen lassen, wo man Ihren Namen kennt? Und wenn Sie unterwegs bemerken, wie Sie allen Leuten mit Ihrer Vermummung auffallen, da wissen Sie doch, der Verdacht wird todsicher auf mich fallen, wenn hier ein Verbrechen passiert. Absurd. Gerade die schlauesten Verbrecher begehen oft die größten Dummheiten. Sonst könnten wir sie ja gar nicht fassen. Aber dass so einer einen Plan entwirft, der von Anfang bis Ende nichts ist als eine einzige riesige Dummheit, das habe ich noch nie gehört. Zu Beginn der Nachmittagssitzung wird unter großer Spannung die Tochter der erschossenen Frau Molitor, Olga Molitor, vernommen, die einzige Tatzeugin. Sie ist blass, tiefschwarz gekleidet. Ihre rotblonden Haare leuchten. Sie macht ihre Aussagen mit tränenerstickter Stimme und schneuzt sich immer wieder. Ja, sie sei am 6. November des letzten Jahres um kurz vor 6 abends mit ihrer Mutter die Kaiser-Wilhelm-Straße hinuntergegangen. 2 elegant gekleidete Herren seien ihnen entgegengekommen. Dann habe man im Dunkel rasche Schritte hinter sich gehört. Mama sagte, sie fürchte sich. Ich versuchte, sie zu beruhigen. Zwischen der 2. und der 4. Laterne der Kaiser-Wilhelm-Straße, an der dunkelsten Stelle, wurde der Schuss abgegeben. Mama machte eine halbe Drehung und fiel um. Ich schrie um Hilfe. Fräulein Molitor, Sie haben sich zunächst um Ihre Mama gekümmert. Als Sie sich dann nach dem Täter umdrehten, was sahen Sie? Ich sah einen Mann mit hochgeschlagenem Mantelkragen rasch davongehen. Kam Ihnen der Verdacht auf Hau? Nein, absolut nicht. Hat Hau vielleicht ein Rendezvous mit Ihnen gesucht oder Ihnen nach dem Leben getrachtet? Ich habe keinen Anlass, das zu glauben. War Ihre Schwester Lina eifersüchtig auf Sie? Das ist möglich. Hatte Ihre Schwester Ihren Mann lieb? Unendlich. Der Vorsitzende will wissen, wie streng Josephine Molitor gegen das Personal war und ob ein Diener als Täter in Frage komme. Ausgeschlossen, sagt Olga Molitor, ganz unmöglich. Wie habe die Familie Molitor, 6 Schwestern und ein Bruder, eigentlich zu Hau gestanden? Meine Schwester Lina, meine Mutter und mir hat Haus Brillanz sehr imponiert. Der Rest der Familie hat ihn abgelehnt. Karlsruhe, Donnerstag, den 18. Juli 1907, 2. Verhandlungstag. Wieder ist der stickige Gerichtssaal voll bis zum letzten Platz. Schulter an Schulter sitzen sie auf den Bänken oder stehen an den Wänden. Hau wirkt bleich, als die Gouvernante seiner kleinen Tochter Olga in den Zeugenstand tritt. Das Kindermädchen hatte die Familie nach Paris begleitet. Und, fragt der Vorsitzende, wie waren die Beziehungen des Angeklagten zu seiner Schwägerin Olga? Ja, sagt die Gouvernante, Frau Lina Hau war öfters bekümmert über die innigen Beziehungen des Herrn Hau zu Fräulein Olga. Der Verteidiger hakt nach, ob Lina gesagt habe, man könne die beiden nicht alleine lassen. Ja, so etwas hat sie gesagt. Es waren stille Herbsttage in Baden-Baden. Hau und Olga verkehrten ganz freundschaftlich miteinander. Ich beobachtete die beiden scharf. Olga las ihm eines Abends, während ich schon zu Bett war, ihre selbst verfertigten Gedichte vor. Das machte mich argwöhnisch. Denn unter diesen Gedichten befanden sich einige von stark erotischer Färbung, und ich fragte mich, ob ich klug gehandelt hatte, als ich meine Schwester bat, mit nach Paris zu fahren. Im Zug nach Paris dann hatte ich das Abteil für ein paar Minuten verlassen, und als ich wieder eintrat, entnahm ich aus dem Benehmen und den Blicken der beiden, dass irgendetwas vorgefallen war. Von da an war es mit der Harmlosigkeit unseres Verkehrs aus. Meine Eifersucht wuchs von Tag zu Tag. Es kam mir so vor, als ob die beiden sich immer weniger Mühe gaben, ihre Gefühle zu verbergen.
Ich sah mein Glück in Scherben gehen. Die gespannt lauschenden Zuhörer erfahren nun, dass Olga sich nicht ungern selber mit Hau verheiratet hätte. Das habe man sich in der Bäderstadt erzählt. Hau flüstert mit seinem Verteidiger und erhebt sich. Ich möchte eine Aussage machen. Hiermit erkläre ich, dass ich es war, der die Pariser Depesche geschrieben hat. Aha. Kam es womöglich zwischen Ihnen und Ihrer Frau in Paris zum Streit? Das war so. Meine Frau sagte, meine Beziehungen zu ihrer Schwester seien nicht korrekt. Ich stellte das in Abrede. Vielleicht haben Sie eine andere Auffassung davon, was eine korrekte Beziehung ist, als unser einer. Hau hat das Telegramm geschickt, um Olga aus Paris zu entfernen. Hat der Angeklagte Ihnen, Fräulein Olga, den Hof gemacht? Niemals. Aber Sie wussten von der Eifersucht Ihrer Schwester Lina. Meine Schwester liebte ihren Mann grenzenlos. Aber sie litt und kam sich zu alt, zu dumm und minderwertig vor. Da sagte ich ihr, dass sie mit ihrem Mann völlig falsch umgehe. Was empfahlen Sie ihr denn? Ich sagte, man dürfe einem Mann nicht so viel Liebe zeigen. Dann kämpfe er nicht mehr um einen. Zu Beginn der Nachmittagssitzung tritt Zeuge Redakteur Bratter auf, Korrespondent einer New Yorker Zeitung in Konstantinopel und in dieser Eigenschaft mit Hau bekannt. Großspurig sei der 23-jährige Hau in Konstantinopel aufgetreten. Ein veritabler Geldverschwender, immer in Gesellschaft höchster türkischer Würdenträger. Schließlich schwört Haus wohlhabende Verwandtschaft, man hätte dem jungen Rechtsanwalt, falls es nötig gewesen wäre, ohne zu zögern mit großen Geldbeträgen ausgeholfen. Damit wird das angenommene Mordmotiv finanzielle Bedrängnis geschwächt. Merkwürdig ist, dass immer wieder von einem Geständnishaus in der badischen Presse zu lesen ist. Der Staatsanwalt lanciert solche Artikel, um Stimmung gegen Hau zu machen. Ein Wiener Journalist nennt das alles peinlich und die Verhandlungsführung chaotisch. Der Vorsitzende stelle Suggestivfragen, die auf Urteile, ja Vorurteile schließen ließen. Wo bleibe Objektivität und Respekt der Gerichtsbarkeit? Karlsruhe, Freitag, den 19. Juli 1907, 3. Verhandlungstag. Das ist ein Tag der Aufregung. Das sind Stunden einer sich steigernden Spannung, wie sie kaum einer der großen Kriminalromane hervorgebracht hat. Vor dem Gericht lärmt die Menge, von der Polizei in Schach gehalten. Drinnen im Saal die Mahnen der Ermordeten und ihrer Tochter, die vor Jammer ihrer Seele in den feuchten Tod geflohen ist. Polizeikommando Zürich am 10. Juni 1907 an die Großherzoglich-Badische Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Nach Mitteilung des Bademeisters Gustav Diggelmann erschien vormittags ca. 11:30 eine elegant gekleidete Dame in der Badeanstalt und verlangte eine Separatzelle. Diggelmann bemerkte, dass die Wassertemperatur nur 14 Grad betrage, was sie als ganz behaglich aufnahm. Mit einem Badekleid versehen, schwamm dieselbe lebhaft hinaus und schwenkte rechts ab. Nach der Badenden sich umsehend, bemerkte Diggelmann dann kurz darauf, dass dieselbe weder mit Armen noch Beinen Bewegungen ausführte und auch den Kopf nicht ob dem Wasser trug, welcher Umstand ihm Anlass gab, Nachschau zu halten. Zu diesem Zweck rief er den Schiffer Hecht herbei, welcher ihr entgegenfuhr, aber beim Herannahen kein Lebenszeichen von ihr wahrnehmen konnte. Einen Unglücksfall erblickend, wurde sie rasch ans Ufer gezogen und in Behandlung genommen. Ich bin Frau Lina Hau, geborene Molitor. Handgepäck befindet sich im Hotel in Zürich. Polizei in Karlsruhe ist zu benachrichtigen. Beerdigung soll am Fundort ohne Pfarrer, Geleit, 3. Klasse stattfinden. Gründe zur Tat sind nicht schwer zu erraten. Meine Mutter wurde ermordet. Angeklagt ist mein Mann, den ich über alles liebte. Ich sterbe an diesem Leid. Ich kann dem Unglücklichen nicht fluchen, wie man von mir verlangt. Jeder, der menschlich fühlt, wird den grenzenlosen Kummer meiner Seele erraten und in meiner Tat die einzig denkbare Lösung sehen. Bitter ist die Trennung von meinem süßen Kind.
Papiere befinden sich in der Handtasche im Hotel. Testament in der Villa Molitor, Baden-Baden. Schreibzimmer. Lina Hau. Lina Hau war eine gute Schwimmerin. Sie wäre nicht kampflos ertrunken. In ihrer Handtasche fand man Reste eines Opiates, das sie zu sich genommen hatte. Vorausgegangen waren unter anderem Drohungen des Staatsanwaltes, falls Lina Hau sich nicht öffentlich zur Schuld ihres Mannes bekenne, werde vor Gericht schmutzige Wäsche gewaschen. Und mit Entsetzen musste Lina im Frühjahr 1907 dann noch erfahren, dass Hau ohne ihr Wissen ihre Mitgift ausgegeben hatte. Washington, November 1904. Liebe Mama, heute will ich dir etwas schreiben, was ich dich bitte, es gut zu bedenken und dich nicht vom Rest der Familie beeinflussen zu lassen. Lass bitte dein Herz sprechen und nicht meine älteren Geschwister. Mein Mann ist in den 3 Jahren sehr gereift. Er ist ein Mann geworden. Er ist an der Universität sehr geachtet und er könnte dort seinen Weg machen, der aber ein sehr bescheidener Weg wäre und seine Fähigkeiten nicht ausschöpfen würde. Mein Mann sagt, wenn er bei einem Anwalt eintritt, bekommt er 15% dessen, was er dort erwirtschaftet. Warum sollte er sich nicht selbst niederlassen und das Geld für sich haben, zu 100%? Sich niederlassen aber bedeutet nicht nur Büromieten, Inventar kaufen, Maschinenschreiberin anstellen, sondern auch Kaution. Das ist die absolute Bedingung und ein Kapital von $15.000 ist üblich, gleich 65.000 Mark. Das muss man nachweisen. Liebe Mama, als Papa starb, hast du einmal gesagt, die Mitgift eines jeden Kindes würde einmal 130.000 Mark betragen. Ich möchte dich inständig bitten, mir die Hälfte herüberzuschicken. Jetzt ist der Punkt, wo wir Fuß fassen, in einem Land, in dem wir bleiben wollen. Es ist meine Zukunft, die meines Mannes und die deines Enkelkindes. Bitte, Mama, schreibe mir schnell. Alles Liebe von deiner hoffnungsvollen Tochter Lina. Fast ein ganzes Jahr, von November 1904 bis Oktober 1905, bittet Lina ihre zögernde Mutter inständig um ihr Erbteil. Washington, Oktober 1905. Liebe Mama, es ist wunderbar. Nun ist das Geld da, wofür ich dir sehr danke. Jetzt kann mein Mann richtig an die Arbeit gehen. Er wird viel weg sein, weite Reisen machen, oft auch nach Europa, denn dahin gehen die Geschäfte. Mama, ich bin sehr glücklich. Deine Lina. Vor Gericht erscheinen an diesem 3. Verhandlungstag weitere Geschwister von Lina Hau. Schwarz gekleidet, abweisende Mienen. Sie sind sich einig, dass nur der Schwager den Mord begangen haben kann. Von Anfang an habe man dem Hochstapler und gewissenlosen Menschen misstraut. Ich ging am 6.11.1906 abends 10 Minuten vor 6 aus meiner Villa in der Kaiser-Wilhelm-Straße zum Briefkasten. Die Zeugin Rose von Reitzenstein sagt aus, vom Verteidiger bestellt, vom Gericht als unglaubwürdig bezeichnet. Freifrau von Reitzenstein wohnt in unmittelbarer Tatortnähe. Mir begegnete ein Mann mit schwarzem Vollbart, langem Überzieher, hochgestellten Kragen. Auf dem Rückweg vom Briefkasten war dieser Mann verschwunden. Aber ich traf die beiden Damen Molitor. Etwa 5 Schritte hinter ihnen ein älterer Herr mit graumeliertem Bart. Ein anderer? Jawohl, ein anderer. Kleiner, älter als der erste. Haben Sie diesen älteren Herrn jemals in Baden-Baden wiedergesehen? Die Polizei hat ihn nicht gefunden. Nein. Aber ich erkenne im Angeklagten den Mann wieder, der mir zuerst begegnete. Und dann fiel der Schuss? Ja, als ich ins Haus ging. Aber an eine Bluttat dachte ich nicht, denn in der Villengegend wird öfter geschossen. Und weiter oben jagt man Hasen. Bemerkenswerte Aussage. Nun kam der Kutscher Braun. Aufgeregt erzählte er, wie er an dem bewussten Abend gegen 6 Uhr auf der Lichtenthaler Allee beim Alleehaus einen Fahrgast aufgenommen und zum Bahnhof gefahren habe, wo ihm derselbe, ohne nach dem Tarif zu fragen, allergroßzügigst 2 Mark eingehändigt habe. Alleehaus und Tatort liegen aber so weit auseinander, dass dieser Fahrgast niemals der Mörder sein konnte.
Der Staatsanwalt fragte den Kutscher in freundlichstem Tone. »Sie erkennen doch im Angeklagten Ihren Fahrgast wieder?« Der Kutscher beschaute mich und stotterte dann, »Ja, er glaube, das glaube er ziemlich sicher. Beschwören wolle er es nicht.« »Gut«, nickte der Staatsanwalt. »Nun denken Sie mal genau nach. Sie sagen, Sie hätten den Fahrgast beim Alleehaus aufgenommen. Das muss ein Irrtum sein. Es wird wohl beim Kaiserin-Augusta-Denkmal gewesen sein.« Das hieß in Tatortnähe. »Es sind ja nur ein paar 100 Meter Differenz«, fuhr der Staatsanwalt fort. »Also, was meinen Sie?« Der Kutscher stotterte noch mehr. Darauf der Staatsanwalt, »Es war ganz sicher beim Denkmal. Denken Sie nach.« Ratlos blickte der Kutscher sich um. »Na ja«, murmelte er dann unsicher, »es kann auch beim Kaiserin-Augusta-Denkmal gewesen sein. Obgleich er glaube, dass es beim Alleehaus war«, schickte er trotzig hinterher. »Aber beschwören wolle er nichts.« Der Staatsanwalt war zufrieden, Braun in Gnaden entlassen. Karlsruhe, Samstag, den 20. Juli 1907, 4. Verhandlungstag. Heute, am Tag 4 der Beweisaufnahme im Hau-Prozess, drängen sich tausende Schaulustiger in den Straßen um das Gerichtsgebäude. Wer eine Eintrittskarte hat, schafft es kaum bis zum Eingang. Wieder konnte man in der Zeitung lesen, Hau habe gestanden. Keine näheren Angaben was. Es ist der Tag der medizinischen Gutachten. Die Verteidigung setzt auf § 51 des Reichsstrafgesetzbuches, Freispruch wegen verminderter Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. Keiner der bestellten Mediziner und Psychiater aber kann der Verteidigung darin folgen. Zwar sei Hau körperlich schwach und anfällig, eine überstandene Syphilis, ja eine ausgeheilte Tuberkulose, auch das. Des Weiteren Depressionen, frühe Ohnmachtsanfälle, ebenso wie abnormer Geschlechtstrieb. Hau sei psychisch labil und unberechenbar, sein Geist überladen. Aber die Untersuchungen zeigen auch, so der Karlsruher Geheime Medizinalrat Kaiser, hohe Intelligenz und klarer Geisteszustand. Kalt. Trotz aller Vorhaltungen unbewegt, so dass ich sagen kann, dass der Mann die Tat überlegt und kaltblütig ausgeführt hat. Wütend springt der Verteidiger auf. Das ist kein psychiatrisches Gutachten. Das ist das Plädoyer eines Staatsanwaltes wegen erwiesenen Mordes. Erregtes Hin und Her zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft, das der Vorsitzende wegen Ungebührlichkeit beendet. Da erhebt sich Hau. »Ich will eine Aussage machen. Ich will sagen, weshalb ich am 6. November nach Baden-Baden gereist bin.« Ich sagte nun mit möglichst wenigen Worten, ich sei von London nach Baden-Baden gereist, um vor der Rückkehr nach Amerika meine Schwägerin Olga nochmal zu sprechen, für die ich eine leidenschaftliche Zuneigung empfand. Um in Baden-Baden nicht erkannt zu werden, hätte ich die Perücke und den falschen Bart angelegt. Den Nachmittag hätte ich mich in der Umgebung der Villa aufgehalten, in der Hoffnung, meiner Schwägerin ansichtig zu werden. Vergeblich. Ich vermutete sie in ihrer Villa und geriet auf den Gedanken, die Mutter auf die Post zu bestellen, um in ihrer Abwesenheit mich meiner Schwägerin nähern zu können. Nachdem ich telefoniert hatte, eilte ich rasch die Kaiser-Wilhelm-Straße hinauf, Richtung Villa Molitor. Da sah ich Mutter und Tochter kommen. Mein Plan war vereitelt. Blitzschnell machte ich mich auf und eilte auf dem nächsten Weg nach der Allee, entfernte den falschen Bart, bestieg eine Droschke und fuhr zum Bahnhof. Angeklagter, warum haben Sie bisher über all das nichts gesagt? Sie sprachen soeben von leidenschaftlicher Zuneigung. Kann es sein, dass Sie in dieser Gemütsverfassung einen Schuss auf Ihre Schwiegermutter abgaben, um sich in den Besitz Ihres Kapitals zu bringen? Durchaus nicht. Im Übrigen wollte ich es wegen Fräulein Olga nicht sagen. Ich habe mich geschämt. Abermals wird Olga vorgerufen. Hat sie von den leidenschaftlichen Empfindungen des Angeklagten gewusst? Nein, niemals. Und wenn der Angeklagte seine Gefühle geäußert hätte? Dann würde ich gesagt haben, er solle zu seiner Frau gehen. Und Sie haben die Gestalt, die am 6. November hinter Ihnen herging, also den Täter, tatsächlich nicht genauer gesehen? Nein. Merkwürdig. Denn der Schuss auf Josephine Molitor wurde aus unmittelbarer Nähe, fast mit aufgesetzter Pistole abgegeben. Ein lauter Knall und sehr nah. Da dreht man sich doch automatisch um.
Hätte Olga also dem Täter nicht ins Gesicht sehen können? Müssen? Später wird man bei Hau eine Pistole finden, unbenutzt. Auch Olga Molitor besaß eine Waffe. Bei einer routinemäßigen Überprüfung stellt sich heraus, dass im Zeitraum zwischen August und Dezember 1906 aus Olgas Pistole geschossen worden war. Kaliber 9 mm. 9 mm betrug auch der Schusskanal der tödlichen Verletzung von Josephine Molitor. Olga, so wird jetzt vom Personal kolportiert, Olga habe sich häufig mit ihrer Mutter gestritten. Regelrechte Kämpfe seien im Haus ausgefochten worden, bei denen es um Olgas Auszug ging. Die Mutter habe die Tochter nicht fortlassen wollen. Ist es denkbar, dass Olga von einer gemeinsamen Zukunft mit Hau träumte? Gegen Ende des 4. Verhandlungstages, noch immer ist es zu heiß, werden zahlreiche Zeugenaussagen von amerikanischen Freunden und Arbeitskollegen verlesen. Nichts Neues. Gegen 22 Uhr erklären die Geschworenen, sie seien nicht mehr imstande, den Verhandlungen zu folgen. Die Weiterverhandlung wird auf Montag, den 22.07. vertagt. Draußen harrt die 1000-köpfige Menschenmenge und erwartet ein Urteil. Karlsruhe, Montag, den 22. Juli 1907, 5. und letzter Verhandlungstag. Wieder herrscht brütende afrikanische Hitze. Der Andrang des Publikums im Gericht ist beängstigend, der Druck der Straße in diesem Prozess erheblich. Ganz Karlsruhe diskutiert den Fall Hau, die Presse sowieso. Der Vorsitzende befragt jetzt einen ehemaligen Diener der Molitors. Belanglos. Dann werden Briefe von Lina Hau an ihren Mann und die Familie verlesen. Schließlich ihr Testament. Ich, Lina Hau, bestimme, dass meine Beerdigung auf die billigste und unauffälligste Weise vor sich gehen soll. Ich bin in den Tod gegangen, weil ich die Schmach und das Leid, das über mich und mein Kind gebracht wurde, nicht überleben kann. Wer es aber wagt, in meinem freiwilligen Tod eine Verdächtigung gegen irgendjemand zu lesen, dem verzeih ich nimmer. Mein Hinterlassenes und mein Vermögen ist bei der Badischen Bank deponiert. Mein Mann hat auf jedes Erbe notariell Verzicht geleistet. Falls mein Mann sterben sollte, soll Rechtsanwalt Dr. Dietz Vormund werden. Die Feststellung, dass Karl Hau infolge Erbverzichtsvertrag gar nicht in der Lage war, Frau Molitor zu beerben, macht das Motiv der Anklage noch zweifelhafter. Die öffentliche Meinung ist jetzt umgeschlagen, zugunsten von Hau, dem die Schaulustigen am Anfang noch Mörder hinterhergeschrien hatten. Der Verteidiger beschimpft im Gerichtssaal den Staatsanwalt, der unerhörterweise den Kontakt zur Presse suche. Darüber ist es dunkel geworden, noch immer schwül. Jetzt fragt der Vorsitzende zum letzten Mal mit Schärfe: Angeklagter, antworten Sie in der gefährlichen Situation, in der Sie sich befinden, wahrheitsgemäß. Haben Sie geschossen? Nein. Haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass Fräulein Olga in Betracht kommt? Absolut nicht. Haben Sie Kenntnis von einer Person, die Sie für schuldig halten? Nein, ich habe auf niemanden Verdacht. Nein, keinerlei Verdacht. Das sagt auch Olga mit Nachdruck. Hiermit ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. Nach einstündiger Pause wird die Verhandlung abends um 22 Uhr fortgesetzt. Vor dem Gerichtsgebäude johlt die Menschenmenge. Berittene Polizei und die aufgepflanzten Bajonette des Militärs halten die Karlsruher mühsam in Schach. Im Gerichtssaal hat man wegen des Lärms die Fenster geschlossen. Es ist stickig in dem mit Menschen vollgestopften Raum. Der Staatsanwalt hält sein Plädoyer. Wenn wir die entsetzliche Tat, die hier zur Beurteilung steht, in einem Roman von Gorki, Tolstoi oder Solar lesen, so rufen wir grauenhaft. Aber nur ein Roman. Leider ist es Wahrheit, dass die schlimmsten Tragödien des Menschenlebens auf der Bühne der Wirklichkeit spielen. Welch unermessliches Leid haben im vorliegenden Falle maßlose Genusssucht und niedrige Rachgier über 2 angesehene und glückliche Familien gebracht. Als erstes Opfer fiel eine alte Dame, eine treu besorgte Mutter, fiel unter dem brutalen Gewaltakt eines jungen Mannes, ihres eigenen Schwiegersohnes, der sie in einen tückischen Hinterhalt gelockt und dort meuchlings ermordet hat.
Er sprach mit Pathos vom blutgetränkten Boden der friedlichen Bäderstadt und dass die Prosperität des Ortes gefährdet war, wenn die Geschworenen mich nicht zum Tode verurteilten. Darauf entwarf er ein düsteres Bild meiner moralischen Verworfenheit, skizzierte meinen Lebenslauf, der nach vielversprechendem Anfang rasch in den Sumpf geführt habe, bis mir schließlich Verzweiflung die Mordwaffe in die Hand gedrückt. Er schilderte ein groteskes Gemisch von Kopflosigkeit, Schurkerei und Gemeinheit und machte mich auch verantwortlich für den Tod meiner Frau, den Schlaganfall meines Vaters und das ungewisse Schicksal meiner Tochter. Es ist nicht der geringste Zweifel angebracht, dass der Angeklagte der Täter ist und dass die Tat ihm voll anzurechnen ist. Geben Sie, meine Herren Geschworenen, dem Blute der Getöteten und der Freveltat des Angeklagten die gebührende Sühne und Vergeltung. Beantworten Sie die Schuldfrage mit Ja. Verurteilen Sie Karl Hau wegen Mordes. Jetzt ergreift der Verteidiger das Wort. Ich bitte Sie, meine Herren Geschworenen, mit frohgemutem Herzen um das Leben des Angeklagten, um seine Freisprechung. Sicherlich, der Angeklagte ist eines der größten Rätsel, das es gibt. Er legt seinen Kopf bis unter das Fallbeil, um einer Dame, die er unerlaubt liebte, zu ersparen, dass ihr Name in allerlei Beziehungen gebracht werde. Wir haben hier vergebens auf die Prophetenstimme gewartet, die uns Beweise bringen sollte, dass ein junger, geistig hochstehender Mensch die Tat beging. Wo sind die beiden Herren, die den Damen Molitor an jenem bewussten Abend entgegengingen? Wo ist der ältere Herr, der hinter ihnen ging? Wo? Es gibt Indizien, aber keine Beweise. Und was soll das überhaupt für ein Raubmörder sein, der hochintelligente, vornehme Universitätsprofessor, der sich in Frankfurt einen Bart ankleben lässt, über den selbst Kinder lachen würden? Er geht nach Baden-Baden, um das geliebte Weib noch einmal zu sehen, rennt dort wie wild um die Villa Molitor herum, jedermann in der Stadt sieht ihn, dann tätigt er einen Anruf, begeht schnell mal einen Mord und geht seelenruhig nach London. Ist das die Psychologie eines Raubmörders? Nein, meine Herren Geschworenen, das ist der blindwütige Verliebte. Und wenn die Liebe in Betracht kommt, dann werden nicht nur Weiber zu Hyänen, sondern auch Rechtsanwälte zu Eseln. Der Verteidiger benennt die Entlastungszeugen Rose von Reitzenstein und Kutscher Braun, deren Aussagen von Staatsanwaltschaft und Gericht nicht ernst genommen worden seien. Auch das Motiv Geldgier komme nicht in Betracht. Schließlich könne der Angeklagte jetzt in Amerika Prozesse für Tausende von Mark führen, beziehungsweise bei Geldschwierigkeiten hätten die Verwandten weitergeholfen. Aber da kommt der Staatsanwalt und sagt, einen anderen haben wir nicht. Den Hau haben wir. Also köpfen wir ihn. So kläglich, traurig und dilettantisch war noch nie ein Indizienbeweis. Wie soll der für eine Verurteilung wegen Mordes genügen? Wer hat also die Tat vollbracht? Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht, der Staatsanwalt weiß es am allerwenigsten. Ich bitte Sie um die Freisprechung des Angeklagten. Angeklagter, Sie haben nun das Recht, selber das Wort zu ergreifen. Ich verzichte. Es ist 0:45 Uhr und die Menschenmassen wachsen noch immer an. Jetzt ist die Stunde der 12 Geschworenen. Sie ziehen sich erschöpft zur Beratung zurück. Um 1:30 Uhr stellt der Vorsitzende dem Obmann der Geschworenen die entscheidende Frage. Hat der Angeklagte die verwitwete Frau Molitor vorsätzlich getötet? Ja, mit mehr als 7 Stimmen. Hat er mit Überlegung gehandelt? Ja. Darauf sprach der Vorsitzende das Todesurteil aus. Ich nahm dasselbe mit Gelassenheit entgegen und wurde ins Gefängnis zurückgeführt. Eine Revision des Verfahrens wurde vom Leipziger Reichsgericht am 15. Oktober 1907 verworfen. Die Geschworenen haben gesprochen, schreibt der Breslauer Generalanzeiger am 24.07.1907. Volkes Stimme ist Gottes Stimme, sagt das Sprichwort. Und dennoch vermögen wir ernste Bedenken nicht zu unterdrücken.
Das, was wir bisher von den Vorgängen in Baden-Baden vernommen haben, reicht zwar aus, einen schweren Verdacht auf den Angeklagten zu werfen. Aber wir würden nie den Mut gefunden haben, aufgrund dieser Indizien ein schuldig zu sprechen, das einem Todesurteil gleichkommt. Wie sind die Geschworenen zu ihrem Spruch gekommen? Da ist der unstete, abenteuerhafte Zug im Wesen dieses Hau, der auf die ehrenfesten Schwarzwaldbauern auf der Geschworenenbank einen überaus ungünstigen Eindruck machen musste. Für diese Eigenart durfte man bei ihnen kein eindringendes Verständnis voraussetzen. Es kam hinzu die ganze Art, wie der Prozess geführt worden war, wie man versucht hatte, die Presse zu Ungunsten des Angeklagten zu beeinflussen und wie der Gerichtsvorsitzende vom ersten Augenblick an erkennen ließ, dass für ihn die Schuld des vorläufig doch nur Angeklagten erwiesen sei. Das alles musste auf die Geschworenen einwirken. Badener Tagblatt, 25. Juli 1907. Die Verurteilung Haus erfolgte ausschließlich aufgrund von Indizien. Als wesentlichen Bestandteil eines Indizienbeweises verlangt man mit Recht engste Geschlossenheit. Glied auf Glied der Kette muss sich aneinanderreihen. Ist dies im Fall Hau gewesen? Nein. Wohl spricht eine Reihe von Indizien gegen den Verurteilten. Allein die Frage, ob Hau den verhängnisvollen Schuss abgegeben, ist heute noch ebenso dunkel wie ehedem. Und die Feststellung dieses Punktes ist doch das Wesentlichste. Der Volksfreund, Tageszeitung für das werktätige Volk Badens, 30. Juli 1907. Ferner ist mit dem Grundsatz der Waffengleichheit unvereinbar die Übermacht der Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt hat die freie Akteneinsicht zu jeder Zeit. Die Verteidigung ist daran durch § 147 gehindert. Der Verteidiger erfährt im Vorverfahren nicht, wo die Quellen der Belastung entspringen. Ihm ist ja nicht einmal der Zutritt in das Untersuchungsgefängnis und der Verkehr mit dem Beschuldigten immer gestattet. Der Fall Hau hat neben der Sensation zweifellos eine Reihe von Schäden unseres veralteten Strafverfahrens aufgedeckt. Epilog. Seine königliche Hoheit der Großherzog haben mit allerhöchster Staatsministerialentschließung vom 28. November 1907 gnädigst geruht, die gegen Karl Hau erkannte Todesstrafe gnadenweise in lebenslängliche Zuchthausstrafe umzuwandeln. Karl Hau verbringt 17 Jahre im Zuchthaus Bruchsal. Wiederaufnahmeanträge seines Falles, Gnadengesuche werden abgelehnt. Hau beklebt Pappschachteln. Er polstert Matratzen und näht ab 1914 Militärmäntel. Sein Verteidiger bringt regelmäßig Lesestoff in die Haft. Goethe und Shakespeare, David Hume, Spinoza und Kant. Hau liest Plato auf Griechisch, übersetzt juristische Texte ins Englische und schreibt auf, was er vor Gericht erlebt hat. Dann schildert er Schikanen, Intrigen und Beamtenbestechung im Zuchthausalltag. Er beschreibt eine grässliche Hinrichtung im Morgengrauen mittels Fallbeil und erwähnt die entstellenden Gesichtsmasken, die die Häftlinge beim Hofgang tragen müssen, damit sie anonym bleiben. Immer wieder heißt es, Hau führe sich ordentlich. Im Jahr 1915 gewährt das Staatsministerium Strafnachlass. Hau soll nach 18 Jahren Haft im April 1925 aus dem Zuchthaus entlassen werden. 8 Monate vor diesem Termin, im August 1924, kommt ein Angebot: Strafaussetzung mit Bewährungsfrist. Hau könne sofort gehen. Bedingung: Ich soll erstens das Ansehen der hinterbliebenen Molitor nicht schädigen und zweitens darf ich die Begebenheit des Prozesses und der Haft nicht zum Gegenstand sensationeller Darstellung machen. Beides gilt für die Dauer von 6 Jahren bis 1930. Ist es ein Dana-Geschenk, was Sie mir da machen? Bezüglich des ersten Punktes denke ich kein Wort zu verlieren. Aber was ist sensationell? Und wer entscheidet? Gut, also, die Wahrheit wird man doch noch sagen dürfen. Hau unterschreibt und verlässt noch im August 1924 das Bruchsaler Zuchthaus. Er ist entlassen auf Widerruf. Jetzt haben sie ihn in der Hand. Der Strafurlaub kann jederzeit widerrufen werden.
Hau, in die Breite gegangen und fast kahl, reist nach Berlin, dann in die Mark Brandenburg und schreibt. Ullstein wird seine Bücher herausbringen. Sie heißen »Das Todesurteil« und »Lebenslänglich«. Im Herbst 1925 beginnt die Berliner Zeitung am Mittag mit dem Vorabdruck seiner Zuchthauserinnerungen. Auch ist von einem Film über den Fall Hau die Rede. Die badische Staatsanwaltschaft ist alarmiert, ja entsetzt. Hau übt in aller Öffentlichkeit Justizkritik? Das ist mehr als sensationell. Der Justizminister. Karlsruhe, 4. November 1925. Das Staatsministerium hat unter dem 27. Oktober 1925 beschlossen, den Strafurlaub des Karl Hau zu widerrufen. Die Staatsanwaltschaft ist angewiesen, den Vollzug der Reststrafe alsbald einzuleiten. Der 44-jährige Karl Hau, 1,80 Meter groß, mit Stirn und Wirbelglatze, wird in Deutschland und in der Schweiz steckbrieflich gesucht. Hau, der ein neues Verfahren und eine abermals lange Haftstrafe fürchtet, flieht. Im Dezember 1925 mietet er sich in Rom unter falschem Namen ein, dann in Tivoli. Am 4. Februar 1926, einen Tag nach Haus 45. Geburtstag, finden Schäfer in den Ruinen des Palastes von Kaiser Hadrian bei Tivoli einen stöhnenden Mann. Bewusstlos. Ausweispapiere fehlen. Noch am gleichen Abend stirbt der Unbekannte im Krankenhaus. Tod durch Einnahme von Gift. Wien, 11. März 1926. Die römische Polizei hat die Fingerabdrücke eines unbekannten Selbstmörders, der am 4. Februar in Tivoli bei Rom aufgefunden wurde, an die Wiener Polizei geschickt. Im Erkennungsdienst der Wiener Polizeidirektion wurde die sensationelle Feststellung gemacht, dass der unbekannte Selbstmörder niemand anderes sei als der berüchtigte Rechtsanwalt Hau, der wegen Ermordung seiner Schwiegermutter, Frau Molitor in Baden-Baden, zum Tode verurteilt und später begnadigt wurde. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.